Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch zu einer neuen Runde Uncharted 4. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es die letzte Runde ist. Ich bezweifle es. Es gab irgendwie so 21, 22 Kapitel. Wir sind jetzt im Kapitel 18, glaube ich. Das heißt, meistens packen wir so 2 Kapitel in einem Stream. Es kommt immer ein bisschen drauf an, wie lang oder kurz die Dinger sind. Wie oft ich sterbe, um euch zu zeigen, wo die gefährliche Stelle sind. Und müssen wir halt immer gucken. Ansonsten, heute ist Samstag, ne? Das heißt, am Montag haben wir uns das letzte Mal gesehen. Ich gucke ja aktuell relativ viel hier das WoW-Event auf Twitch. Sauerkraut. Und ich muss sagen, ich habe hier nie World of Warcraft gespielt. Aber es hat mich jetzt schon so ein bisschen angefixt. Also das hatte ich schon auch irgendwie ein bisschen Bock drauf. Ich habe das jetzt ein paar Mal gespielt, zum ersten Mal in meinem Leben, und ich mache das jetzt natürlich nicht so wie ein normaler, vernünftiger Mensch, der objektiv über so gewisse Sachen nachdenkt und spielt dann normal WoW, Classic, Retail, was auch immer, also Classic jetzt in dem Fall, wo man Achmo sterben kann. Nee, ich probiere natürlich direkt WoW Classic Hardcore. Und das hat natürlich jetzt dazu geführt, dass ich jetzt schon, also bestimmt, würde ich sagen, so 8 Mal mit Sicherheit gestorben bin. Und zwar immer so zwischen Level 7 und 10. Also ich bin noch nie über Level 9 hinausgekommen. Aber Level so 7 packe ich eigentlich schon immer. Und so merke ich das einfach, ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel bei so Leuten gucke wie jetzt Nils Bohmhoff oder Etienne KD oder so, ja, die das quasi noch nie, also auch noch nie gespielt haben, glaube ich. Und dann ist da so Georg dabei, der denen dann so ein bisschen erklärt, hier muss ich aufpassen, hier so und so mache, ja, das alles ein bisschen erklärt. Und das fehlt mir quasi jetzt, ne? Und ja, keine Ahnung, also ich habe jetzt nur die 13 Euro ausgegeben für einen Monat, aber das ist ja, also die Preise, die sind ja schon insane. Ja, also 13 Euro im Monat, gut, du gibst jetzt so Rabattaktionen, dann bezahlst du irgendwie, keine Ahnung, 110 oder 120 Euro für ein Jahr. Also das weiß ich nicht. Das finde ich schon heftig eigentlich. Ich meine, klar, es ist viel, es ist groß und so. Man muss die Serverinfrastruktur bereitstellen und alles, aber das ist schon heftig. Also wenn das jetzt sowas wäre, keine Ahnung, sagen wir mal, so wie so ein normales Vollpreisspiel für den PC, 60 Euro im Jahr, da würde ich schon sagen, okay, könnte man drüber nachdenken. Wenn das jetzt so ein Einmalzahlspiel wäre, würde ich sagen, okay, ist ein No-Brainer, kann man sich holen. Aber ich kann natürlich auch verstehen, dass das jetzt mit so einem Einmalzahlding von 60 Euro oder so vielleicht auch nicht getan ist, weil du musst ja, wie gesagt, die ganze Serverinfrastruktur bereitstellen. Aber ist okay, Ahnung, wenn die jetzt bei mir sagst, weiß ich nicht. Also 5 Euro im Monat würde ich sagen, ja, ist okay. Aber 13, ja, ist schon heftig. Naja, ich spiele das jetzt den Monat noch ein bisschen, aber wie gesagt, da fehlt mir quasi so jemand, der mich so ein bisschen ans Händchen nimmt und sagt, ja, hier muss ich mal da aufpassen, muss ich mal hier gucken, da muss ich aufpassen, das Gebiet ist gefährlich, ne, hier pass auf, zuerst der linke, dann der rechte oder so, ja, der eine einfach so ein bisschen, taktisch so irgendwie ein bisschen durchleitet, oder mal das eher der andere erklärt, von den Items her und so, und was gute Angriffssachen sind, was man irgendwie rausnehmen kann, was man nicht mehr benutzen kann, welche habe ich Schuss, Giftschuss und irgend so, ich nenne es jetzt Momana-Schuss. Ja, keine Ahnung. Naja, ich hatte zuerst ja so ein bisschen Gnome gespielt und Schurke, dann hatte ich Mensch und Schurke gespielt. Dann hatte ich jetzt, ich glaube, Nachtelfe ist das und Jäger gespielt. Finde ich ganz geil, weil der den Bogen hat. Der gute Gnome hat dafür das Wurfmesser. Ist wahrscheinlich ähnlich. Aber ja.
Ich habe mir überlegt, ob ich als nächstes mal Paladin ausprobiere, weil der scheinbar so Unverwundbarkeitsbubble hat. Was natürlich auch ganz cool wäre. Aber ich meine, der soll hinten raus ein bisschen langweilig sein, aber sind wir mal ehrlich, über Level 10 komme ich eh nicht. Und daher wäre es auch egal, ob der dann überhalb von Level 20 langweilig wird. Naja gut, starten wir mal hier rein in Uncharted 4. Und wenn der jetzt ganz oft und lang jetzt so im Kreis läuft, wird der dann doll im Kopf? Nee, ne? Ja, das hätte man mal können implementieren. Ja, jetzt guckst du da rum und stehst in der Pfütze drin. Also wenn ihr WoW spielt, ihr könnt mir mal Bescheid sagen, ne? Was das Spiel so quasi für euch heißt. Die Dinger sehen nicht stabil aus. Oh, bis jetzt trauen sie mich. Davor, links, rechts. Man könnte auch noch rechts gehen, naja. Tut mir leid für die Störung. Und was natürlich auch so Ding ist, ne? Mir fehlt du natürlich schon auch irgendwie so Gilde oder zumindest nur 2, 3 Personen, mit denen ich das... Du sollst da rüberspringen. Mit denen ich das als Gruppe spielen kann. Einfach vor dem Hintergrund, dass wenn du mal in so Dungeon drin gehst, dass du auch mal ein bisschen Unterstützung hast, ne? Oder wenn dann auf einmal ein Mob kommt auf dich mit 3 Gegner, ja, dass du mal noch einer dabei hast, der dich ein bisschen unterstützt da. Und das hab ich halt nicht und das merkt man halt schon, das fehlt mir halt jetzt auch enorm. Komm hoch. Alles klar? Ja. Wow. Willkommen auf Averys Landsitz. Wirklich schön hier. Mal abgesehen von den ganzen Baumängeln und Wasserschäden. Ganz klar Abwasserprobleme. Der Traum eines jeden Heimwerkers. Okay, also... Offenbar hat jemand den Damm da gesprengt und alles unter Wasser gesetzt. Ich hatte es vergessen. Wie gut du bist. Das war nicht schon öfter Okay, festgestellt und im welches Spiel. meinst du ist Averys? Ich tippe auf das da. Dass das noch intakt ist. Oh. Du bist auch nicht schlecht. Ja, ach, ich hatte ein bisschen Übung, habe ein paar Bücher gelesen. Mist! Was? Was? Die Haustür. Sam. Er lebt noch. Ja, noch. Na los. Ich hab doch Scharfschützengewehr. Anleihe, Kopfschuss, Spiel vorbei. Fertig, geh mal hin. Ja. Das mal gut geht. Ajo, geht das gut. Außerdem ist du ohne Wasser. Du dusche weich Falle. Stark. Ich höre die, da unter Wasser höre ich die Stöhne von dem bisschen springe. Kannst du mal, danke. Oh, ich hab gedacht, du gängst durch. Ach, geht's auch. Wusste ich's doch. Als Sully mir von diesem Ort erzählt, Holz oder höchstens einfache Häuser vorgestellt. Ja. Tja, da ist wohl jemand überrascht war jetzt. Düdüm. Hier durch. Vorsicht, Kopf. Kommens hier. Den Aber da, was ist denn so nicht los? ausstehen. Aha, ein Brief. Oh, noch Kann eine ich wieder alte vorlesen. Ich bin der Vorleser. 6. September 1718. Gründer Condent. Ich weiß, dass auf euren Befehl hin mein Haus geplündert und niedergebrannt wurde. Euer Bruder streitet eure Beteiligung an diesen Taten ab, aber ich erkenne eine Lüge, wenn ich sie höre. Jetzt habe ich ein Schwert weniger, weil ich es nicht mehr aus seinem Bauch herausbekomme. Ihr habt bis Sonnenuntergang Zeit, zurückzugeben, was mir gehört. Gründer England. Aha. Hier ist mir.
Ich muss hier sagen, dadurch, dass ich jetzt viel WoW gespielt habe, tendiere ich dazu, immer die rechte Maustaste zu nehmen, zum Hin- und Her gucke, obwohl das ja eigentlich, wie soll ich denn sagen, in jedem Spiel so ist, dass man normal mit der Maus hin und her gucken kann, ne? Der Drache. Wir sind in Christopher Condons Haus. Hätte ich nach dem Brief nie erwartet, dass wir in dem seinem Haus sind. Wer hätte es gedacht? Scheiße, schau. Wo kommen die jetzt her? Die ganze Zeit rumgelaufen, war okay, Schwein, do, jetzt sollen sie do Spaß. Ja, jetzt du mir Moscheen. Taure. Gehen wir mal ein bisschen Luft schnappen. Wow. Am Arsch siehst du mich. Ich glaube, es geht los. Das war jetzt wieder sehr dumm von mir. Und zwar wäre es sinnvoll gewesen, vorher mo die ganze Kollege hier zu taggen. Das wäre clever gewesen. Aber gut, clever kann ja jeder. Wo wären dann die Herausforderungen, wenn wir clever wären, ne? Auch wieder klar. Okay, der Kollege, du. Aha, du ist noch eine. Puh. Ich sehe hier keiner außer den, ne? Wie das Genick so schön macht. So, noch einer markiert. Ah, da laufen doch noch mehr rum. Ah, da hinten ist noch einer. Ohne den habe ich. Ah ja, da steht noch einer. Schneller, 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 schneller. Ja, so ist gut. Den schnappen wir uns jetzt als nächstes. Okay. So ist noch einer. So ist einer. Kommt der jetzt zu mir? Ja, sieht gut aus. Stark, Mädchen, stark. So, dafür habe ich dich in Kauf, ey. Geil. So ein du der Verarsche, ey, das gibt's gar nicht. Du musst ich doch von Anfang an mit offener Karte spielen. Oder nicht? Ihr gebt mir doch recht. 100%ig gebe ich mir recht. Ich befürchte, den hier in der Mitte müssen wir zum Schluss machen. Wir müssen uns da, glaube ich, ein bisschen außen rum pirschen. Was? Genau, den da hinten. Den könnte man als nächstes machen. Dann brauchen wir Taktik, Leute. Taktik brauchen wir. Wir könnten mal gucken, ob man da auf der anderen Seite von den Fenster raus kann. Und dann hinten hochkrabbele und den auf der anderen Seite wegsnacke. So war das nicht gedacht, wenn ich ehrlich bin. Also kommen wir so, wie es aussieht, jetzt erstmal nicht hoch. So, an dem Fenster käme er hoch. Aber ich will hier oben hin. Wie kommen wir dann dorthin? Komm her, Tauremo. Sicher ist sicher. Okay, der Anne. Was hat der für Rute? Kommt der hier an die Brüstung? Nee. Das heißt, wenn man jetzt hier hochgänge. Ja. Okay. Das ist schon ein bisschen blöd.
Dann gehen wir mal hier hin. Können wir an dem Fenster... Wow! So haben wir jetzt nicht gewettet. Ach komm, geh lieber nochmal eine Unne. Das war jetzt dumm, ne? So, wir haben nur eine Unne-Taure. Ich finde hier gerade echt kein vernünftiger Zugang, wenn ich ehrlich bin, ne? Muss doch irgendwo jetzt gestellt sind, so wie ich dieses Spiel kenne. Da sind wir, glaube ich, herkommen, ne? Wow. Das war jetzt wieder Scheiße. Mit wem redet die dann? Ist doch gar nicht mal du. So, du hängen wir doch schon mal ganz gut, oder? Scheiße. Das ist aber auch saudumm, dass man zu markieren hier immer anvisieren muss. Oh, Alter. Ja, bei den Olympischen Spielen Weitsprung hat er was mitgemacht. Haha, nicht weh. Der Weise der Obbe, der kann man halt jetzt schon gefährlich wäre, wenn der zum falschen Zeitpunkt oder überhaupt einfach nur da runter guckt, ne? Habe ich nicht gejinxt, dass er daherkommt? Komm, put. Was soll dann schon schief gehen, wenn du hier an die Brüstung kommst? Oh fuck. Ja, ich hab's befürchtet. Ich meine, ich kennt ja Schieße, aber ich wollte jetzt halt nur stealth-mäßig das Ganze hier machen. Wow. Das ist aber dumm gelaufen jetzt, ne? Genau in dem Moment, in dem ich hier über die Brüstung springe, hupst der hier von einem Dach zum anderen. Und nicht nur das, noch viel schlimmer, da wollte ich ihn mir hole und schnappe und es hat natürlich genau gar nicht funktioniert. Das ist doch scheiße. Ach, jetzt haben wir auch die Schnauze voll mit dem Schleiche. Jetzt wäre sie halt so weggemacht. Wo sind sie dann? Ah, das, ne. So. Alter, warum bin ich denn jetzt schon wieder rot? Oder eher grau? Verstehe ich nicht. Ich war jetzt eigentlich gut in Deckung. Jetzt weiß ich natürlich wieder nicht, wen wir schon haben und wen noch nicht, ne? Das ist wieder blöd jetzt.
Ach, und die ganze Markierung ist ein AFAT, ne? Oh, scheiße. Hm. Wo sind die dann immer? Es ist doch nicht normal. Wenn ich hier gucke, sehe ich immer niemand. Und kaum du nicht nur einen mir schnappe, wird alles gelb. Du ist er, du ist er, du ist er. Genau. Da machen wir halt die Taktik hier. Sollen sie mich halt sehen? Sollen sie mich sehen? Sehen sie was davon, Hund. Stark. Was? Komm! So geiler Körper, ey. Warum hänge ich denn jetzt so eigentlich? Kennst du jetzt noch A-Stufe hochkomme, dann kennst du jo, was dazu beitragen. Jetzt ist das Scheißding leer. Aber natürlich keine vernünftig Waffen mehr, ne? Wer schießt du von wo? Ach, komm, hat ja keinen Wert. Ah jo, guck mal, wie weit ich weg bin. Wer schießt denn du? Ja, guck. Kopf raus, komm. Put. Ja, ich kenne den Arm, kenne ich Treffer oder die Schulter, aber ich weiß halt nicht so genau, ne? Aha, du ist doch noch einer, oder? Nee. Aber du ist. Ich kann das jetzt nicht so erkennen, ob das mein Herzblatt ist. Von wo schießt du jetzt jemand auf mich? Schanixi. Puh. Helena, Herz hier, komm du weg. Da sind die ganze Gegner. Ich weiß, du hast drauf, aber du bist jetzt auch nicht gerade Rambo.
Noch 3 Schüsselchen hätte man, ne? Ach komm, er müsse doch unser Herz hier jetzt rette schwimmen. Unser Herzblatt. Fahrt. Ihr habt uns erwischt, sorry. Wir sind tot. Ah, jetzt können wir die Schneiderpistole. Ja, da geht's wieder ab jetzt. War jetzt ein bisschen dumm, ich gebe es zu. Es wäre cleverer gewesen. Ich hätte mich schön von hinten angeschlichen und hätte sie von hinten massakriert. Ich sehe sie nicht. Kommt der nochmal zurück? Dieses Genickbrechknackse, das ist einfach geil. Alter, was ist denn da passiert? Oi, 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 oi. Oh, der ist eilig gehabt, hä? Ah, geil. Stark, Elena, stark. Oh, Scheiße. Ups. Das war ein Wort. Aua. War's das jetzt? Da. Ich glaube, das war's. Bist du okay? Ja, Ja, gehen wir weiter. selbstredend. Ja, aber die hat das hier fast allein gemacht. Ah, schade. Ich hab gedacht, vielleicht wäre es Scharfschütze-Munition. Die hätte ich können tatsächlich gebrauchen. War es aber nicht. Ach, guck mal, Granatwerfer. Wir haben aber hier ein Snipergewehr mit noch genau 2 Schuss. Das heißt, bei meinem Skill für 2 Gegner. Vielleicht, ach, für gar keinen. Naja, wir gucken mal. Ah, du hast hier noch ein China-Lake. Ja gut, wenn wir jetzt 2 China-Lakes haben, das könnte sich ja dann schon tatsächlich wieder fast lohnen. Wo war dann die zweite? Die hat doch hier irgendwo gelegen, oder? Abstach. Ah jo, du leidst doch. Nein! Ach, komm, das ist doch die Leute verarscht. Man kann wohl nie genug Munition haben. Ob das clever ist, mit so einem Granatwerfer hier bei den ganzen alten Gebäude quasi zuzuschlagen. Aha. Was haben denn meine Augen hier unten erspäht? Nein, 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 nein! Du hast doch geglitzert. Du ist doch ein Schatz, oder nicht? Vielleicht war das aber nur Grafikfehler. Ja, das war nur Grafikfehler. Oh, ganz schön duster hier. Aha. Wo kommen wir hier hin?
Das scheint wohl eher so eine Art Sackgasse zu sein. Dann schwimmen wir wieder zurück. Wobei hier kommt man zumindest mal hoch. Mist. Wie viele Leute hast du hergebracht? Ah ja. Genug. Ich nicht. Wer hängt denn da rum? Die sieht aber eigentlich nicht so aus, als hätte sie Frechheide gemacht, dass du jetzt gerade hängen musst. Über all die Jahre wäre der Zettel auf dem Tisch liegen geblieben, ohne dass irgendein Windhauch kommen wäre, um den wegzuwehen. Gründer warnt. Ich habe euch prompte Vergeltung versprochen. Da ihr von mir genommen habt, habe ich von euch genommen. Gezeichnet Gründer Baldridge. Brutal. Brutal. So klatscht auch jeder jeden, hä? Erwischt. Ja. Kann man vielleicht so? Nee. Kann man vielleicht nur eine Unne gucken? Ja, nee. Ja nicht, ne? Ja, blöd. Ich meine, hier ist eine Hage. Ja, der macht nicht Schmiede. Hopp, was ist denn das? Was ist denn das? Aha. Ich wollte gerade sagen, das ist jetzt noch nicht mal... Nein! Ist jetzt noch nicht mal angezeigt worden, was er sich rausgefischt hat. Falsch Taste gedrückt. Jawohl. Was war's? Alt, ja. Okay. Wenn ich jetzt die Kiste hier runterstuppe und dann... Was passiert dann? So. Jetzt ist es dort vorne. Und das hilft uns genau wie... Okay, immerhin etwas. Man könnte natürlich versuchen, die Kiste hier hochzuziehen. Nein! Ah. Ja. So nämlich. Aber... Ah. I see. Nee. Nicht du runter. Ja, so ist besser. Alter. Süß. Ich soll den König für dich spielen? Nein, ich wollte nur ein Gentleman sein. Ich will dich nur ein bisschen ärgern. Ja, aber Ärger hatte ich eigentlich so schon genug. Vielen Dank. Was bist du eigentlich für eine Lappe? Die packt das im ersten Sprung und du brauchst 2. Ja. Bin ich alleweil wieder erschrocken.
Ajo. Aua. Ah. Es wird bestimmt keinem aufgefallen, ne, dass so das halbe Haus zusammengefallen ist. Bist du okay? Ja. Mir geht's gut. Und dir? Tja, wieder nass, müde, angeschlagen. Ein bisschen hungrig. Könnte was essen. Aber sonst geht's mir gut. Der macht richtig Meter beim Schwimmen, ne? Ja. Okay, na los. Gehen wir weiter. Ja, ich würde gern weiter, aber es geht ja nicht. Ach, jetzt geht's auf Emo. Er ist auch schon mal schneller geschwommen, ne? Das ist wie im Wellebad oder so, ne? Macht der überhaupt Fortschritt? Nee, ne? Ja, Lappe. Ah, guck mal, du ins Haus könnten wir rein. Ah, noch, guck mal. Dass ich das alles nicht gefunden habe beim letzten Mal, das kann ich fast nicht glauben, wenn ich ehrlich bin. Ja, okay. Also gab es dort jetzt auch so eine Art Rangliste von der Pirate oder waren die quasi, klar, der Avery auf Platz 1, aber die anderen sonst alle Hier alles geflutet. gleich Und genug hätten sie ja gehabt. Aber du glaubst, vom Status her, vom Rang her? Nur seltsam, dass alle Häuser unter Wasser stehen, außer einem. Averys. Ganz genau. Und das ist jetzt kein Schatz, der zum Einpacken geeignet ist, oder was? Okay. Gefühlt würde ich sagen, da hat er schon mehr Schund ingeladen. Er rennt ja schon sehr entspannt Das ist durch sicher von der Gangi Sawai. dieses Gebäude. Aber, also würde ich jetzt nicht so entspannt dort durchrennen, weil, da ist schon so viel zusammengebrochen, das ist alles schon so marode. Also ich würde mal behaupten, da fällt noch mehr zusammen. Wunderschön. Aber nicht schön genug, dass du es inpackst, ne? Das muss man halt auch wieder sagen. Was ist das? Ein Brief. Das ist gut. Kann ich wieder vorlesen. Aha. Zeig mal her. 9. September 1718. Gründer Baldridge. Ich habe erfahren, dass ihr eure Soldaten versammelt, um mich anzugreifen. Als gleichgesinnter Pirat und als Freund vor unserer Zeit in Libertalia bitte ich euch inständig, mich anzuhören. Ich weiß nicht, wer die Saat unserer aktuellen Zwietracht gesät hat, aber folgendem bin ich mir sicher. Wird der Bürgerkrieg fortgesetzt, wird alles zusammenbrechen, worauf wir unser Leben lang hingearbeitet haben. Die Geschichte wird sich an uns nicht als Pioniere erinnern, sondern als Narren. Wir müssen diesem Konflikt ein Ende setzen. Gemeinsam. Mit vereinten Kräften würden wir über die stärkste Allianz auf der Insel verfügen. Die anderen Gründer werden sich uns entweder anschließen oder unserer Übermacht zum Opfer fallen. Wenn ihr zustimmt, entzündet heute Abend eine Kerze in eurem Arbeitszimmer. Das werde ich als Zeichen ansehen, dass ihr zur Besinnung gekommen seid. Falls nicht, denkt daran, dass mir sowohl Wand als auch England nach dem Leben trachteten und gescheitert sind. Gründer Condent. Wand, wahrscheinlich wohnt oder wohnt, weiß nicht. Also das Englische, ich will, ne, I want, Ist ja wie ein Herr der Fliegen hier. aber ob der dann auch so ausgesprochen wird, man weiß es nicht. Praktisch, dass man den von zwei Seiten benutzen kann. War aber wahrscheinlich nicht immer so geplant, ne? Das ist eher hier die Rückwand rausgebrochen. Musst du jetzt wieder im Weg rumstehen? Okay. Sind wir jetzt beim Avery? Wie ist denn das? Müssen wir hier mal ein bisschen gucken? Die Kanone
Kanonen wurden anscheinend nachgerüstet. Ja, improvisierte Verteidigung. Sie hatten wohl nicht erwartet, gegeneinander zu kämpfen. Wohl nicht. Also Schätze finden wir hier mal auf jeden Fall nicht. Wollen wir mal den Taucher machen? Hier ist aber auch nichts, ne? Hm. Na gut. Dann gehen wir durchs Fenster. Die Tür ist ja eh zu. Müssten wir jetzt vielleicht ein bisschen vorsichtig sein, weil dort hier eben auch so Shoreline-Typen rumgelaufen sind, oder tun wir einfach Wasserfall. so machen, als wäre alles in Ordnung? Ja gut, alles klar, wir machen so, als wäre alles in Ordnung. Bei dem wir sind noch gar nicht im Avery seinem Ding. Könnte natürlich auch sein. Sollen wir jetzt einfach ins Wasser springen? Hey Nate, da drüben könnte ein Ausgang sein. Wo ist denn du drüben bei dir? Du hast Aha. recht. Ja. Ja, komm du her, kannst du dort hochgehen, wenn du hochkommst. Die Strömung ist zu stark. Ja, Wir müssen irgendwie anders rüberkommen. okay. Und wie? Am besten so, hä? Oder auch nicht. Fand das aber eigentlich gar nicht so verkehrt. Warte, ich drücke ihn runter. Toll, danke. Okay, sie drückt ihn runter. Alles klar. Ich bin mir da jetzt nicht so sicher. Also da ist hier so eine gewisse Hebelwirkung, ne? Aber trotzdem, wenn das jetzt hier drauf liegt und der, keine Ahnung was, wird der wie 90 Kilo und die vielleicht 50, 60 maximal. Weiß nicht. Hat sich schwer gemacht, ja. So und nicht anders. Hm. Hm. Nein. Dass man hier nicht drinne kann, das ist so befremdlich. Etwas Wasser geschluckt. Ja, weil ich überlebe, hä? Okay. Das sieht gut aus. Nee. Ja. Perfekt. Geschafft. Stark. Ich finde einen Weg für dich. Zu schwer. Ich schaff das nicht alleine. Okay. Wir waren ja noch an dem Punkt, wo du einen Weg suchst für unser Herzblatt. Das sollte gehen. Ich will dir nichts sagen, aber ich befürchte, wenn er das jetzt runterschieben wird, wird das Teil einfach durch die Boden brechen ins Wasser. Okay, gut. Stark. Ich kann mal häsen. So. Dann kommen wir daher. Räumen wir das aus dem Weg. Abend schaffe. Chase, Kreuz drunter, Trigger, jawohl. Pass auf, dass die Raketewerfer nicht dabei losgeht. Sieh mal. Thomas Tooth Siegel. Wir sind also in seinem Haus. Der zweite Mann. Wir arbeiten uns Also, nach es oben. gab eine Rangliste. Bevor wir jetzt hier in den Massakerraum gehen, gucken wir mal, ob wir hier noch irgendwas... Nee, alles klar, dann nicht. Großer Gott. Na, willkommen auf der Party. Wir sind wohl ein bisschen spät.
Vielleicht auch besser so. Hey, Nate. Sieh mal hier. Da ist noch ein Siegel. Oh mein Gott. Was? Sie sind's. Elena, diese Piraten sind die Gründer von Libertalia. Waren. Was zur Hölle ist hier passiert? Waren die Ich bin keine Gründer. Pathologin, aber ich würde sagen... miese Drinks? Sieht so aus. Also was war das? So eine Art von reiche Piraten-Selbstmord-Kult? Nein, wohl kaum. Nicht diese Kerle. Im Namen von Lord Avery lade ich euch in mein Haus ein, morgen bei Sonnenuntergang. Die Zeit ist reif, um unsere Feindschaft zu begraben und uns zu vereinigen unter dem Banner Gottes und der Freiheit. Gezeichnet Thomas Tew. Wollen wir wetten? Thomas Tew, Henry Avery. Die Gastgeber haben sich wohl vorzeitig verabschiedet. Das war Oh, aber der nicht sind so später freundlich von gekommen. ihm. Okay, also. Diese Kerle entfachen eine ausgewachsene Revolte, als sie den Schatz für sich beanspruchen. Mit den Siedlern werden sie fertig, aber sie kämpfen auch noch gegeneinander. Und die Schätze, es wurde ungemütlich. Gut, Avery und Tew laden sie hierher ein. Und, wie war das, Feindschaften zu um begraben. Feindschaften zu begraben. Avery erhebt sein Glas. Für Gott und die Freiheit. Ah, Ahoi, Matrosen und so. Ja. Und sie alle trinken. Außer die beiden. Und einfach so sind alle Schätze von Libertalia im alleinigen Besitz zweier Männer. Das sind die größten Piraten der Geschichte. Und sie alle starben in einem Moment. Genau an diesem Tisch. Echt unglaublich. Ja. Es tut mir leid, tut mir leid. Ist okay. Tja, da unsere Gastgeber nicht mehr hier in Tews Haus sind. Besuchen wir doch mal Avery. Ja. Gehen wir. Also eigentlich müsste er ja schon zumindest mal auffallen, wie sehr der sich dafür jetzt begeistert. Und also das muss ich ja auch irgendwie anerkennen, dass, ja, wie soll ich denn sagen, dass das Leben, das er so geführt hat, mit dem bisschen Taure, vielleicht nicht So. unbedingt seins ist. Für die Nachwelt. Aber das entschuldigt noch lange nicht, dass er sei Herzdame Angelo hat. Die hätte ihn unterstützt, 100%ig. Die hätte gesagt, Nathan, Sei vorsichtig. nein, mach, was du machen musst. Bin okay. Ich hab's. 100%. Wir treffen uns oben. Samu, das ist doch eigentlich dieser Fels, der ist doch abgebrochen. Wie ist denn die jetzt dann darüber gekommen? Ja, was er da für Rondell klettern muss, ne? Ah, jetzt sind wir da. Denke ich mal. Gucken wir zuerst mal hier nach Schätzja. Naja gut, aber weiß ich nicht. Wo zielt die Kugel jetzt hin? Auf das Haus da ohne.
Mehr Kanonen. Genau wie bei Tus Haus. Das Gift ist Also mächtiger Blitzmerker, als die ne? Kanone. Was? Mehr Kanone. Ja, schließlich vergiftete er dann... Ja, wäre zu schlecht. Tut mir leid. Ja, ziemlich schlecht. Und wir sind ganz offiziell in Henry Averys Haus. Eigentlich in der Küche von ihm. Gut, die gehört zum Haus. Aber ist die Küche gewesen. Vielleicht jetzt ein bisschen vorsichtig machen, das sind Shoreline-Vollidiote. Und vielleicht lässt du den Granatwerfer auch besser ingepackt. Pompös. Warum hat der Thomas Tew nicht getötet? War er sowas wie seine rechte Hand? Ja, gut. Genau, das war er. Kannst du dir vorstellen, für einen Psychopathen zu arbeiten? Klingt nach meinem ersten Job. Ich sehe das hier ein bisschen anders, ne? Ich denke mir eher, jetzt muss er nur noch einer aus dem Weg räumen. Und nämlich, keine Ahnung, 6 oder 7 oder 8. Das ist doch clever gewesen. Zuerst mal die 6 Deppe und dann den eine hinterrücks. Ah jo, mach ein bisschen Krach. Die Shoreline-Typen, ich höre das nicht. Ich hol schon mal den Granatwerfer raus. Das sieht ja alles sehr stabil aus hier. Kann ja eigentlich nichts passieren, wenn man den benutzt, ne? Müssen wir hier runter? Okay. Sind wir hier hoch? Hier sind wir noch hochkommen. Hätte ich ja auch mal was sagen können. Da müssen wir wahrscheinlich hier runter, ne? Ah, jo, du sagst Matsch. Ah, das so sieht nun eine Schießerei aus. Guck mal, wie viele Deckungen hier sind in Form von Kiste. Und Waffe liege hier auch rum. Da, Shoreline hat die Haustür versperrt. Stark. Und sie haben Fußspuren hinterlassen. Ah, jo. Mal sehen, wo sie sind. Ach, ich weiß nicht, will ich das überhaupt na rausfinden. Vielleicht ist die Deckung auch schon für den Rückzug. Und wo sind jetzt die Shoreline-Typen? Frage ich mich auch. Wir müssten sie doch schon gefunden haben. Ja, Also- sie haben sich in Luft aufgelöst. Glaubst du, es sind Geister der Piraten? Ich würde mich hier freuen. Keine Fit- Elena, sieh mal hier. Die Spuren führen durch diese Tür. Okay. Ich würde vielleicht mit gehobener Waffe drin gehen. Mist, sie wird von der anderen Seite blockiert. Warum einen Weg blockieren? Es sei denn... Sie haben was gefunden. Okay, hilf mir, sie aufzudrücken. Ja, Das macht ja bestimmt keinen Krach, ne? oh Mist. Zufälligerweise habe ich hier Granatwerfer dabei. Just saying. Nun, das hat ja hervorragend geklappt. Geh mal weg, du. Der lebt ja als noch. Von wo? Von wo? Geh mal weg, du. Wow, nee. Wow, Deckung! Der oben, der muss weg. So, und wenn der weg ist... Deckung, 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 Deckung!
Nein, da oben ist ja auch noch eine. Alter. Elena, entweder musst du nachknallen oder du musst mehr Luft verschaffen hier. Irgendwie so, ne? Flup. Okay, das war nicht sehr erfolgreich. Jai. Deckung, wenn es geht. Stark. Stark. Geh aus dem Weg. Guck. Ey, wenn du jetzt deine Schwolles hier in die Schussbahn drin machst. Nein. Welche? Statt dass sie jetzt nur die ganze Zeit um die Ecke guckt, wo ich den im Visier habe, können sie doch um meine Rückendecke. Dummnuss. Welche? Für was habe ich die dann? Vorhin macht sie auf Rambo und jetzt tut sie laufen wie so aufgescheuchtes Hingel und eine Weltgeschichte rumlaufen. Das war jetzt ach sau dumm. Alter, von alle Seiten, was will ich noch machen? Die Stelle. Langsam kommen die Erinnerungen hoch. Die waren nämlich, glaube ich, schon immer scheiße. Ich muss an eine andere Stelle. Das hier hat keinen Wert. Wo kommst du dann jetzt her? Kann der eigentlich nicht in geduckter Haltung schießen? Wäre das doch nicht vielleicht einfach nur Maßnahmen? Ah, vorbeigeschlagen, du Vollidiot. Ja, ich merke es. Wow. Alter, fickt euch doch alle gar, ey. Wo hat denn jetzt die scheiß Granate angeschossen? Wo ist dann jetzt mein Herz hier wieder? Schieß doch mal normal. Nee, bleib schon mal in Deckung. Wo kommst du dann jetzt schon wieder her? Oh nein! Nein!
Jetzt kommt der von der anderen Seite. Ey, hopp. Wo ist die dann schon wieder? Die war da ewig hinter mir. Ey, die du da immer abhaue. Der erst tut sie mir das Leben retten und jetzt tut sie das jedes Mal quasi. Hey, ich jetzt bald auf. Schon keine Zeit für so Spielerreihe. Ich musste erst noch Farbe ins Gesicht kriegen. Wo kommt der? Wo kommt der? Gar nicht mehr jetzt. In Deckung, in Deckung, in Deckung. Aua. Wer war denn das jetzt schon wieder? In die Fresse geschossen. 3 Mo. Gut, 2 Mo vorbei, aber einmal habe ich getroffen. War dem gerade egal. Ey, wo ist die dann jetzt schon wieder? Wer? Wo? Was eine Scheißpassage. Bleibst du jetzt Moto? Herr Spaluf! Das ist meine Frage, die du haust. Zurück, zurück! Nee! Alter, Steuerung aus der Hölle! Nulade. Wo kommst du dann jetzt schon wieder her? Nein! Warte mal. Danke. Deckung. Wow. Deckung. Ah, wo kommst du dann her? Greif an! Auf was wartet der denn? Bleib stehen, sonst treffe ich nicht. Haha, diesmal war ich schneller. Nicht drauf, Scheißdreck. Nein! Schon wieder eine Granat. Wie, kein Schuss mehr. Scheißdreck da. Ah, wo kommst du dann her? Herrgott noch immer. Gib mal her das Ding. Gold ist immer gut. Wow. Du bist auch so dumm wie lang bist, ey. Geh aus der Schussbahn raus. Jetzt mal ohne Scheiß. Muss die jetzt wieder mit im Weg stehen?
Scheiße. Bist du okay? Ja, sie haben uns in einen Ja, Hinterhalt vor allem bist du okay. Nachdem ich Okay, dir brechen wir die Tür Granat auf. ins Mal Kreuz sehen, was wir gejagt nicht habe. finden sollten. Warte, hier ist Munition. Okay. So. Oh, das ist auch ein Scharfschützengewehr, ne? Ist natürlich auch geil. Wie viel Schuss haben wir? 8. Ja. Das ist jetzt halt tatsächlich eine schwierige Entscheidung. Ja, natürlich auch geil, ne? Aber ist er ein bisschen behäbig im Lave, das ist halt scheiße. Komm, kann ich das irgendwie wieder weglegen? Ja, gut. Gehen wir jetzt hoch? Ah, 16 Schuss. Das ist doch mal was. Ah, guck mal, da liegt auch noch eine Waffe. Oh, naja, gut. Sniper-Pistole und Scharfschützengewehr. Was will man mehr? Klettere. Ah, das ist zwar ganz geil, aber wir sind jetzt aktuell ganz gut bedient mit unserem Scharfschützengewehr, wenn ich ehrlich bin. Aha. Zack. Steht die dort unten, weil es dort unten weitergeht? Wäre das nicht taktisch cleverer, wenn wir hier oben im 2. Stockwerk drin gehen? Weil... Ja, Hinweis am Arsch. Weil, dann hätte man die erhöhte Position, um die von oben abzuknallen. Das wäre doch eigentlich eine gute Idee. Ach stimmt, eine wahre Pfanne an der Tür, gell? Ja, das hätte ich jetzt schon wieder vergessen, ne? Ja, die China Lake. Ah ja, hopp. Okay, dann los. Bereit? Warum muss ich manchmal F drücken und manchmal E? Stark. Das ist bestimmt nicht der Avery. Was ist das? Ein Brief. Unterschrieben von Avery. Wirklich? Lies vor. Treue Untertanen. Die Sonne über unserem Paradies geht unter. Wir müssen seine Reichtümer verteidigen. Der Verräter Tu weiß alles über uns. Wir müssen schnell handeln. Zerstört den Damm, reinigt New Devon. Und los geht's. Aha. Und bringt meinen Schatz durch den Gang zum Schiff. Tu und Avery haben sich bekämpft. Überrascht dich das echt? Wohl eher nicht. Bitteschön. Danke. Finden wir diesen Gang. Die Buchanimation, insbesondere der Sound von dem Buch, finde ich halt schon arg geil. Keine Fußspuren mehr. Sie hören hier auf. Okay, und wo sind sie hin? Piratengeister. Sehen wir uns um. Es wäre schon geil, wenn er rennen könnte. Also so richtig rennen. Nicht nur so ein bisschen jogge, sondern renne. Und zwar, wenn ich sah, jetzt renne bitte. Und nicht immer dieses... Keine Ahnung. Ich glaube, beim Controller war es so. Je mehr man nur Pfanne gedrückt hat, desto schneller ist der gelaufen oder gerannt. Aber ich habe jetzt hier keinen Controller, sondern eine Maustaste. Ist das ja ein bisschen anders, ne? Sams Feuerzeug. Hat er es verloren? Babbel mit nicht. Absicht. Was auch immer wir suchen, es muss hier irgendwo sein. Hier muss noch ein anderer Ausgang sein. Vielleicht der Gang, den Avery im Brief erwähnt. Aber wo ist der Schalter? Vielleicht ist das ein Schalter. Nein. Aber guck mal, so hat er ausgesehen, okay. Ist das schon so ein bisschen, wie soll ich denn sagen, egoistisch, egozentrisch, selbstverliebt, wie auch immer, dass man von sich selbst so Büste da aufstellt. Nein.
Nate. Ja, was gefunden? Ich Ey, an dem glaub schon. Globus war ich schon 3-mal und ich konnte den nicht angreifen. Dass sie uns die Arbeit schon abgenommen haben. Wie hast du... Hier ist ein blutiger Fingerabdruck, wo Libertalia sein müsste und ich habe draufgedrückt. Sehr schön. Im Brief stand, dass Avery seinen Schatz zum Schiff bringen lässt. Ja, Glaubst du, der Schatz ist noch auf der Insel? Kannst du mal kommen, dass ich verstehe? ich glaube, das ist nicht mehr wichtig. So würde ich da runtergehen, ne? Ah, das dauert mir zu lang. Wo kommt jetzt das Licht her? Okay. Dann mal los. Vorsichtig, Nate. Ja gut, was heißt vorsichtig? Ich drehe hier nur Rad. Was soll schon passieren? Hey, bücken. Ja. Oh. Hier hat sich Avery wohl eine Panikhöhle gebaut. Ja, wo die wohl hinführt? Das kann ich mir doch nicht. Mist. Wir werden es rausfinden. Das kannst du mir doch nicht erzählen, dass die das hier alles zu Lebzeiten von dem gebaut haben. Also, keine Ahnung. Einsturz. So würde ich ja heutzutage schon 30 Jahre dafür brauchen. Da, frische Fußspuren. Sie müssen hier lang sein. Ganz schön viele Spuren. Machen wir lieber langsam. Mist. Okay. Tja, was soll ich sagen? Langsam ist nicht unbedingt in meinem Wortschatz vorhanden. Ich kenne nur schnell, schneller, Dauerlauf. Ich wette Nadines Leute. Die verwenden Dynamit, wo sie nur können. Ziemlich dämlich, das hier drin zu verwenden. Tja, die sind ziemlich dämlich. Ja, und mein Granatwerfer zu verwenden war jetzt nicht dumm oder was? Wow, wow, warte. Eine Art Todesfalle? Ja. Aber Sam und die anderen haben es geschafft. Machen wir es ihnen nach. Ah. Ja gut, wie steht jetzt an? Mir laufen jetzt einfach hier den Matschdinger hinterher. Wäre gar nicht so schlimm, wenn es nicht so knarren würde. Geh einfach nicht, wo keine Fußstapfen sind. Was? Ich bin nur gerade beschäftigt, nicht in die Luft zu gehen. Und entspannen. Elena, schau. Die Spur ist hier zu Ende. Vermutlich ist der Gang hinter ihnen eingestürzt. Hey, lass uns das hier aus dem Weg räumen, okay? Ja. Das sieht nicht so aus, als würdet ihr das aus dem Weg räumen. Verdammt! Da kommen wir nicht durch. Tja, dann müssen wir bestimmt gleich wieder klettern, oder? Was ist dann jetzt? Oh nein, nur ein bisschen länger. Mist. Na los. Dann hol's Feuerzeug raus. Hey, hast du noch Sams Feuerzeug? Ja, Hat die eigentlich keine Taschenlampe? komm schon. Komm schon. Klar ist das Ding leer. Auf dem Scheißboot hat er wie ein Schlot gequalmt. Ganz ruhig. Ich habe noch Streichhölzer. Wirklich? Na klar. Das wäre jetzt so ein Splatter-Moment, ne? Das Streichholz geht an, auf irgendwo steht irgend so Grimasse vor dir. Au, sorry. Moment. Hallo? Hier drüben. Hier drüben. Wenn's dunkel ist. Hier drüben. Ernsthaft? Danke, du warst gut vorbereitet. Irgendwer muss das sein. Komm, suchen wir einen Weg. Romantische Beleuchtung, was? Schon komisch, was du romantisch nennst. Wow. Allerdings. Sieht vielversprechend aus. Räuberleiter? Ja,
Na komm. Okay, los Ich mach die Räuber leider auch lieber mit ihr als mit dem... Wie heißt mein Bruder Sam? Okay. Und jetzt du. Ah jo, das packt die 90 Kilo an einem Arm. Zack, wird sie hochgezogen. Danke. Geil. Komm her auf. Vorsicht, Kopf. Jo, babbel nicht. Wäre du egal sind, wie lang wir gehen, hä? Vorsicht. Wow. Was zum Henker ist das? Die Hände, die mich bestachen. Wow, an diesem Punkt war Avery schon völlig durchgedreht. Wir auch nicht. Raus hier. Sieh mal. Avery hatte noch Galgen über. Übrig. Was? Man sagt übrig. Sicher? Ja. Tja, niemand mag Klugscheißer. Aber du hast dann wohl... Wow, S. Du hast dann wohl eine geheiratete Klugscheißer. Bist du okay? Ja, ich glaube schon. Was war das? Falle. Eine Falle. Avery wollte wirklich nicht, dass jemand hier runterkommt. Okay, pass auf dich auf. Ich? Du bist doch darauf getreten. Gut. Pass auf mich auf. Verdammt. Und der Tunnel würde jetzt nicht davon instürzen, oder was? So weit, so gut. Bleibe lieber ein Stückchen zurück. Ja. Gibt's da jetzt nicht irgendwie Möglichkeit, das vorher zu entschärfen oder so? Hoffentlich bist du nicht direkt hinter mir gelaufen. Mädchen. Naja, jetzt wissen wir wenigstens, was vorhin explodiert ist. Jetzt wissen wir, wo es nicht weitergeht. Eine Abkürzung. Ist Was? es wirklich kürzer? Ich möchte nur optimistisch sein. Verdammt. Okay, das sieht irgendwie komisch aus. Diese Kammer hat Avery auch dekoriert. Mehr menschliche Mobiles. Okay. Shit. Verdammt. Geht's dir gut? Ah ja. Ja, aber... Da kommen wir nicht mehr lang. Ein bisschen staubig hier unten. Okay, Wasser. Ist Wasser gut oder schlecht? Nicht explodieren, okay? Pass einfach auf. Aber das muss man doch irgendwie vorher sehen und entschärfen können, oder nicht? Mist, noch mehr Mumien. Nicht explodieren, okay? Pass auf. Verdammt! Was habe ich... Pack bitte nur die Waffe jetzt weg. Verdammt nochmal! Das kann nicht gut für die Lunge sein. Hey, bist du okay? Nee. Ich... Gut. Bitte Ohrstöpsel mitbringen sollen. Schreie ich? Also hier geht's lang. Okay, du ist eine Fackel. Das ist schon mal vielversprechend. Und was war das hier jetzt noch für ein Weg? Ah, okay. Ja, dann nicht. Komm weg. Gut, wir haben die Spur wieder. Die Fußspuren führen da lang. Macht
dich auf Ärger gefasst. Nicht immer. Hey, soll das eine Anspielung sein? Nein, Ach, komm was? bitte runter. Komm du doch runter. Eine düstere Angelegenheit ist das hier, ne? Die haben wohl nicht richtig aufgepasst. Ja gut, du kennst du dich damit aus, Keine ne? Spur von Sam. Wir finden. Sei doch froh, dass dort keine Spur von dem ist, sonst wäre er tot. So sehe ich das. Elena, runter! Wollt ihr Idioten alles zum Einsturz bringen? Wow. Oh nein. Hey! Nein, ich habe hier Granatjam mehr. Wow. Hey, Deckung. Deckung. Wie kommen die dann jetzt hinter mich? Deckung. Deckung. Hör auf, hör auf. Das wollte ich jetzt davon. Alter, warum verzieht er immer? Ich bin genau auf dem Kopf drauf. Warum finde ich hier jetzt eigentlich keine 9mm Munition mehr für meine Pistole? Was war das dann? Wie er da vor mich klitscht. Wow, jetzt weiß ich warum. Also wo die Explosion herkam. Nein, ich hatte noch einen Schuss. Und den einen Schuss habe ich einwandfrei verdummbeutelt. Wow. Kann das sein, dass die Munition leer war? Ich weiß es nicht. Jawohl! Geben! Ach so, No-Lade geht nicht mehr, ne?
Ach, fick dich doch. Als geht dieser scheiß Stolle das überlebe. Ich hätte gern 9 mm Munition und nicht irgendwelche Schrotflinte oder so eine Scheiße. Ey, jetzt mal ohne Scheiß. Das war um die Ecke. Wie soll mich das Scheißding dann bitte treffen? Ach, das war jetzt wieder dumm. Du brauchst nicht mich abzuzielen. Du hinkomme die Gegner her. Guckt sie mich an. Wow. Jawohl. Ah! Wenn wir die Dinger anschießen können zum Explodieren, aber wie ich das vorhin probiert habe, hat es nicht funktioniert, ne? Ich sag's wie es ist, Scharfschützengewehr ist mir tatsächlich lieber als die andere Waffe, du. Ja, die zieht richtig durch, die Uzi. Ah, da ist nicht wirklich viel Deckung, ne? So ungefähr hatte ich mir das vorgestellt, wenn ich ehrlich bin. Explodierende Mumien doch fast sympathisch. Holen wir uns diese Fackeln. Gute Idee. Die Münder, die mich verleumdeten. Seinen Weihnachtsbaum möchte ich lieber nicht sehen. Okay, dann holen wir sie mal ein. Mhm. Hier entlang, ha? Ne, das immer herkommen, oder? Boah, keine Ahnung. Oh, hey. Hat so ein bisschen was von Indiana Jones und der letzte Kreuzzug. Also du unter Venedig in den Katakomben rumgelaufen ist. Das war einer von Averys Leuten. Tote reden nicht mehr. Clever. Dorthin war, glaube ich, auch noch irgendwo Trepp, ne? Hier. Hier hat es einen Kampf gegeben. Ja, Twos Männer gegen Averys. Okay. Eine Tür. Verzeihung? Aha, ein Brief. So. Ich kann also meine Lesestimme wieder rausholen. Schlüssel. Ah. Nee, der Brief habe ich gedacht. Was ist mit dem Zettel? Oh, klar. Leutnant Von Tew Barton. und seine Leute. Avery bereitet in diesem Moment seine Flucht vor. Wenn wir zulassen, dass er diese Ufer verlässt, wird er sicherlich verschwinden, gemeinsam mit unserem Schatz. Dieser Generalschlüssel öffnet die Tore in den Tiefen seiner Tunnel. Aber seid achtsam, Leutnant. Er wird zweifelsohne erwarten, dass wir ihn verfolgen. Während ihr und eure Männer die Tunnel durchkämmen, werde ich ein kleines Kommando durch das Tal führen, um ihm den Fluchtweg abzuschneiden. Falls Gott uns einen Sieg gewährt, werden wir morgen bei Sonnenaufgang wieder Piraten sein.
Wir werden wieder zu unbekannten Häfen segeln, mit dem Schatz in unserem Besitz, dem Wind in unseren Segeln und der Freiheit zu leben, wie es uns beliebt. Viel Glück, Captain Thomas Tooth. Hier hinten sind Symbole drauf. Geil. Wir mal das Schlüsselloch. Dot. Mhm. Das ist aber kompliziert. Schauen wir mal. 2 Wege. Nein. Ich kann mich doch nicht so schlecht entscheiden. Ach Mann. Ich habe extra die Dodge-Roll gemacht, ne? Hat genau gar nicht geholfen. Bullshit, du. Ey, die ist doch eben schon explodiert. Seit wann explodiert die dann mehrfach? Explodierst du jetzt? Nein? Und du da? Vertrauen war für den Kerl echt ein Fremdwort. Wow. Ah, jo. Was das? Komm, halt die Klappe, sei froh, dass ich vorgehe und mir hier laufen die Haare an den Senkel lass. Nicht ganz so schaurig wie die ganzen hängenden Knochen. Immer noch schaurig. Ja, vielleicht 3 von 10 Punkten. Ich sage 4. Echt 4? Okay. Aha. Ich habe Druck auf den Ohren. Ja, es geht eindeutig runter. Okay. Okay. Noch Easy. eine Fußfalle. Ja, und keine Fußspuren hier. Ja. Ist das der Brief? Nein. Umdreh ist F, glaube ich. Ja, Die Symbole entsprechen denen auf den Pfosten. genau. Tu hat seinen Leuten erklärt, wie sie die Fallen umgehen. Geil. Aber soll ich das jetzt auswendig palle oder was? Oder jetzt mal ringucke? Am Arsch, ich mach dir jetzt ein Foto davon. So. Jetzt gucke mal. Also. Da ist schlecht. Todekopf. Der Todekopf ist aber, dann mischt die obere Ecke hier, mischt die problematische sein. Das ist richtig rum. Das heißt, dann wären wir hier. Schiffsche. Schiffsche bedeutet, die obere 2 sind gefährlich. Todekopf heißt ohne rechts, das heißt, Okay, das das könnte ist man ein guter gehen, Anfang. das Folge mir könnte man einfach, gehen. okay? So, Schiffsche ist hier gut. Sagt der Kerl, der jede Mumienbombe hier unten ausgelöst hat. Und hier Ja, gut. Weißt du, ich habe nicht viel Erfahrung mit Mumienbomben. Danke. Das hier ist schlecht. So gut. Ja, Klopf auf Holz. Besser nicht. Wer weiß, Das was hier passiert. mischt gut Sinn. Todekopf. Ja, stimmt. Todekopf. Ohne rechts. Das heißt, theoretisch müsste man da so gehen können. Ja, geschafft. Leck mich, Avery. Ja. Ich bin halt clever.
Da kommen wir raus. Ist das der Rest von Tus Leuten? Ja, sieht so aus. Avery hat ja an seinen Feinden gerne ein Exempel statuiert. Und er bastelte gerne explodierende Mumien. Ja. Lass uns hier vorsichtig sein. Vorsichtig ist hier quasi mal jetzt so der Vorname. Schlüssel. Schlüssel. Schlüsselloch? Schlüssel. Warte, wenn es eine Falle ist? Ja, aber Lebe ich es hat. fürchte, wir haben keine andere Wahl. Aber ich habe ein ganz gutes Gefühl. Ja? Dann los. Siehst du? Geile Position für beide, ne? Stücke gesprengt. Ist nicht zufällig ein Messer dabei, oder? Nein. Oh, aber der da hat ein Schwert. Los, hilf mir Schwung zu holen. Ich will dir nichts sagen, das ist mit Sicherheit nur all den Jahren noch extrem scharf, dieses Schwert. Er hat sowas von Crash Bandicoot gehabt, die Perspektive. Ey, ich verstehe auch nicht, warum er jetzt so rumgepimmelt hat, statt drüber zu springen. Ich habe 3-mal Leertaste gedrückt. Danke, Captain Avery. Wie in alten Zeiten, ha? Elena? Elena? Hey! Hey! Elena, komm schon! Elena! Mein Held. Nein, das glaube ich nicht. Nein. Das ist nicht witzig. Du hast doch schon viel Schlimmeres angestellt. Mann, ich habe fast einen Herzinfarkt bekommen. Lass mal hören. Hört sich doch gut an. Dir ist klar, dass wir jetzt für alles quitt sind, was ich je angestellt habe, ja? Ja, für alles. Nein, nicht mal ansatzweise. Mann, du hast überall Dreck. Weißt du, dass du eine komische Vorstellung von Romantik hast? Ja, das habe ich schon mal irgendwo gehört. Oh, wie goldig. Alles gut? Alles gut. Das muss Sam sein. Komm. Explosionen höre sich eher nur Shoreline an als nur Sam, wenn ich ehrlich bin, aber okay. Wenigstens bedeuten die Schüsse, dass er noch lebt. Ja, so könnten wir es auch sehen. Ist das eine Galeone? Ja, sieht ganz danach aus. Kannst du bitte einfach da hochgehen? Da sieht man mal wieder,
dass man dieses komische Taschenspielzeug gar nicht gebraucht hätte. Weil der kommt ja die kommt ja dort hoch ohne. Heilige Scheiße. Das ist ein Schiffsfriedhof. Aber jetzt mal ohne Scheiß, das wäre doch schon längst jemandem aufgefallen. Hubschrauber, Satellite, Helikopter, was weiß ich. Vielleicht kommen wir hier runter. Hoch, runter, was machen wir? Immer hoch, hopp. Hoch. Okay, wir kommen ihnen näher. Das ist Sam. Komm. Will ich nichts sagen, ich habe Scharfschützengewehr am Start. Ich muss irgendwie zum... Wo kommt dann jetzt die Granate her? Ey, meine Deckung ist weg. Nein! Ey, warum hält der sich dann jetzt nicht fest? Ach, der ist so dumm, wie er lang ist, ey. Wo bin ich denn jetzt? Endlich ist er tot. Er hat es nicht besser verdient, ey. Ich muss irgendwie zum Strand. Los! Nee, besser. Jawohl. Ich bräuchte nur ein bisschen Farbe im Gesicht. Nein, ey, warum springt der nicht runter ins Wasser? Warum muss er sich jetzt festhalten? Ich muss irgendwie zum Strand. Ins Wasser. Warum zieht er dann jetzt dieses Scharfschützengewehr raus und nicht sein scheiß 9 mm Uzi? Ey, der ist so dumm. Ey, der ist so dumm, ey, ohne Scheiß. Ich muss irgendwie zum Ach so. Wir müssen ja noch vorher das Scharfschützengewehr wegknibbeln, ne? in Deckung. Los! Ey, das geht mir so auf den Sack, ey. Das man zielt, weil dann kriegt man Kurl ab und dann verzieht er jedes Mal nach oben. Lass mich doch bitte mal normal zielen. Herrgott, du ne Wetter normal. Ey, ich kann nicht zielen auf den Ich muss irgendwie zum Strand. Los!
Nein, ey. Warum nimmt er sich jetzt den scheiß Felsen als Deckung? So komme doch die Kurle von der ganz anderen Stelle. Ich würde jetzt gerne das Scharfschützengewehr noch mal so ein bisschen ausnutzen. Solange wir da noch Munition haben. Geh aus dem Schussfeld! Alter, die geht mir manchmal echt auf den Sack. Desto schwerer sind sie auszuschalten. Alter! Von wo? Ja, der hat halt keine Panzerung, ne? Och nö! Was zurück? Haha. Jetzt ist die Munition leer. Dann tun wir mal austauschen. Je größer sie sind, desto schwerer sind sie auszuschalten. Blitzmerker, hä? So war das. Ach, nee, das Scheiß. Nee.
Alter, Mann, mach doch auch mal was. Du dumm Putt. In der Höhle machst du mich verarsche und da kommt nichts mehr von der. Kannst du bitte jetzt da hochgehen? Danke. Ey, ich hab ne getroffen. Ich sehe nix. Tut mir leid, ich kann auf dich jetzt leider keine Rücksicht nehmen. Boah. Gut, wenn jetzt mal ganz ehrlich ist, würde die Munition von dem scheiß Teil ohnehin durch diese Bretter durchgehen. Hoppala. Alter, mir geht das so auf den Sack jedes Mal, wenn ich getroffen wäre, verzieht ey. Du ist ja ach jetzt wirklich nur Dauerfeuer. Am laufenden Band ist so Dauerfeuer. Okay, du hast mir aber auch noch theoretisch ein paar. Alter, ich sehe nix. War Farbe, Farbe, Farbe. Alter. Ey, keine Ahnung. Warum muss der jedes Mal verziehen, ey? Ohne Scheiß. Ich meine, mir ist schon klar, dass normalerweise, wenn du getroffen wirst, dann ist egal, ob du verziehst oder nicht, dann bist du tot. Aber, keine Ahnung, also so ein kleines bisschen. Wenn du schon, keine Ahnung, stundenlang Dauerfeuer auf dich inprasselt, warum hat er dann jetzt das Scharfschützengewehr fortgeschmissen? Ey, hast du jetzt bald die ganze Waffe durchstudiert?
Ah, da ist er ja schon. Kommt der runtergehuckst. Dann kann ich hier hoch. Alter, durch die Tür durch oder was? Auf 1000 Meter, wahrscheinlich mit einer 9 mm Pistole. Wow, das ist zu... Ey, du bist so dumm, ey. Jedes Mal läuft sie da in der Wäscherin. Ja, ich bin tot. Nee, geht doch da raus. Je größer sie sind, desto schwerer sind sie auszuschalten. Ich hätte jetzt gern irgendwie so 9 mm Gedöns. Das wäre geil. Ja, die China Lake, da haben wir nur noch 3 Schuss, ne? Das ist halt nicht die Welt. Ah, jo. Arsch, ey. Jetzt soll Shadow rauskommen. So, der du. Okay, der hat so Waffe gehabt. Naja, gut. Ja, wenigstens ein bisschen mehr Munition. Okay, no China Lake. Naja, gut, man weiß ja nie. Wenn der unten wieder jetzt so großer kommt. Einigermaßen. Finden wir deinen Bruder. Hey, hier können wir durch. Alter! Okay, wo könnte Sam sein?
Alter. Mensch, überall um dich rum sind fucking Granate. Der ist zu dumm zum Ziele. Also, ganz ehrlich, so war doch nicht eben noch ein die China Lake? Na, wahrscheinlich nicht. So ein kleines bisschen weniger Schießerei wäre schon eigentlich auch ganz geil gewesen, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin. Sagen wir mal so, 3 Schuss sind auch nicht mehr so üppig, ne? Ja, ich sag mal so, die China Lake ist halt insofern ein bisschen geiler. Wenn dann so Gepanzerte kommen, dann können wir du wenigstens die Clans ein bisschen besser bekämpfen. Wie ist er dann überhaupt? Ah. Hast du mein Feuerzeug? Scheiße, hier sind wir leichte Beute. Wir müssen diese Panzer aufhalten. Was der Panzer verauscht. Alter. Nathan! Hier sind wir leichte Beute. Wir müssen diese Die Klippen, da finden wir Deckung. Kann man du nicht einfach so runter... Nee, ins Wasser springen geht nicht. So sind Klippe. Hier sind wir leichte Beute. Gehst du bitte in Deckung oder irgendwas? Weiß nicht. Alter, ey, ohne Scheiß. Dieses Dauergefeuer, das passt so wenig zu diesem Spiel. Hier sind wir leichte Beute. Der Raketenmann ist erledigt. Schnapp dir die Panzer vor. Oh, keine Ahnung, der, was weiß ich, fressen Granate. Ah jo. Fahre ich noch so richtig schön viel Munition.
Das ist jetzt eine diese Schrotflinte, ne? Die funktioniert bestimmt sehr gut auf die Distanz. Jetzt fange ich hier wieder von Pfanne an. Fick dich. Hier sind wir leichte Beute. Der Raketenmann ist erledigt. Schnappt ihr die Panzerfaust! Nathan! Hier sind wir leichte Beute. Der Raketenmann ist erledigt. Schnappt ihr die Panzerfaust! Schnappt er die Panzerfaust. Wie soll ich das machen? Soll ich mich hinbeamen oder was? Hier sind wir leichte Ohne Scheiß. Der Raketenmann ist erledigt. Schnappt ihr die Panzerfaust! Ich hab... So, jetzt wären wir leer. Geht jetzt aus dem Weg. Was für ein anderes Schiff. Komm, gib mir die Panzerfaust her, kann die was? Das ist schon clever, ne? Mit so einer Panzerfaust. Gleich hinter euch, Leute! Okay, kommt! Ja, jetzt bräuchte man die Panzerfaust. Habt ihr es? Hier drüben! Los! Nee, weg! Alter! Gib mir doch wenigstens Deckung. Na los!
Jo, beeil dich, ey. Aua. Ja, geh, hup, alles weiter. Okay, jetzt geht's Retour. Stark. Okay, hier geht's schon mal nicht hinaus. So, ohne kannst rausgehen, nee. So vielleicht. War nicht. Okay, jetzt wird's eng. Ey, ich war doch eh wach an der Oberfläche. Ey, ist nur ohne Scheiß. Mit dem Auftauche gestoppt. Geil. Alter, triff doch bitte, Mo. Ey, ohne Scheiß, das geht mir so auf den Sack. Ich war jetzt 3 Mo genau auf dem drauf. Hast du dabei, Ray? Ja, auf Amo kommen du 5 runtergehupst. Arschlöcher. Alter, jedes Mal der gleiche Scheiß. Na, großartig. Oh Mann, wie viele von diesen Trucks hast du dabei, Ray? Ja, keine Ahnung, ey. Was willst du machen? Von oben schießen sie mit dem MG runter, da unten schmeißen sie Granate und das weißt du Geier was alles. So viel kann ich gar nicht von Deckung zu Deckung gehen, so schnell wie die kaputt ist, die Deckung. Welche? Der ist kaum aufgestiegen, da kommt wieder die nächste Explosion in der Arscherin. Ich aufgestiegen tot. Dieser Shoreline-Söldner hatte doch eine Panzerfaust.
Och komm, ey, es reicht jetzt auch noch Mo. Das ist so Schwachsinn, dass die jetzt so laufst und nicht siehst, wo du hinlaufst. Ah jo, geil. Ja, ist mir schon klar, wie sicher du bist. Komm, steig auf. Ey, geh doch dort über den scheiß Zaun drüber. Ey, wenn man wenigstens wischt oder sie wird, wo man hinläuft. Das ist doch ein Bullshit. So von was weiß ich. 1980 Crash Bandicoot. So hat man so Kamera gehabt, wie man am Anfang in dem PS1-Spiel gesehen hat. Gut, PS1 1980, ist klar, aber... Ist das Ding jetzt nur kaputt? Ja. Wo ist es dann jetzt? Ah jo, Panzerfaust. Macht auch nichts. War kein Thema. Gott und die Freiheit, Arschloch. Der oder was? Als Gedanke klang das besser. Gut gemacht, Junge. Ja, danke für die Hilfe. Komm hier rüber, ich hol dich da raus. Wo ist denn hier rüber? Oh. Bitte. Schön, dich zu sehen. Gerade noch rechtzeitig. Naja, ich hatte sowieso nichts Besseres zu tun. Ja, nein, wir müssen noch Sam und Elena finden. Hey, Ha, das ging ja schnell. Hey. bist du okay? Ja, Wir haben die Explosion gehört. Wir dachten, ja, das war der Kerl. du hast ihm wieder den Arsch gerettet? Natürlich. Wie geht's dir? Gut, gut, ein paar Mal war es knapp, aber er hat's rausgerissen. Hey, Hey, Oh, schick. Oh, eine Kugel hat mich gestreift. Du? eine Klippe hat mich gestreift. Und Rave? Er hat seine Leute direkt in eine von Averys Fallen geführt. Schlau. Hey, hör mal. Wegen dieser Alcazar-Geschichte. Wir reden später darüber, ja? Wo lang? zum Strand, anderer Seite der Stadt. Okay, Gut, ich hoffe, der Krawall hat keine schlafenden Hunde ich getötet. weiß. Wow. Mamo langsam. Was glaubst du, wir hauen so schnell wie möglich ab? Klar, das könnten wir tun. Oder wir gehen in diese Richtung. Das ist eine Abkürzung. Abkürzung wohin? Zu Averys Schatz. Oh, wow. Immerhin muss Rave ganz außen rumlaufen, aber wir Hey, könnten scheiß auf einfach... Rave. Hey, Victor, bei allem Respekt, vielleicht... Du weißt einfach nicht, wann Schluss ist. Wir sind alle aus demselben Grund hier. Stimmt's? Stimmt's. Wir sind nicht wegen deines Schatzes gekommen. Wir sind deinetwegen gekommen. Und dafür bin ich euch dankbar, ehrlich. Aber es läuft doch. Und wir liegen in Führung.
Im Moment. Ja, genau. Wir schaffen das. Mehr sollte Abgang haben, wenn man noch in Führung liegt. Nathan, komm. Sieh dich um. Okay. Avery hat jedes Schiff auf dieser Insel versenkt. Und wieso? Weil er besessen davon war, seinen Schatz zu behalten. Ganz genau. Egal, was es die anderen um ihn herum kostete. Weil er nicht wollte, dass ihm jemand folgt. Weil er abhauen wollte. Sieh dir das an. Okay. Das ist seine Karte der Insel. Okay? Das ist sein Schiff. Direkt da. Unter diesem Berg. Genau da liegt unser Schatz. Und genau dorthin ist Rafe gerade unterwegs, während wir hier rumstehen und uns zanken wie Kinder. Was, wenn er die Insel schon verlassen hatte und sein Schiff mitten im Ozean gesunken ist? Dann finden wir heraus, wo es gesunken ist. Ja, das kriegen wir ja wohl nicht hin. Wie lange jagen wir diesen Traum schon? Hm? Du und ich. Nichts gegen die beiden, aber die verstehen's nicht. Doch, Sam, tun sie. Tun sie wirklich. Okay. Glaub mir, sie haben diese Art von Besessenheit schon erlebt. Sam, wir sind nicht mehr diese Jungs. Nicht mehr. Und wir müssen nichts mehr beweisen. Wo ist das Flugzeug? Gleich da lang. Ich habe so mal leise Zweifel, dass es jetzt wirklich zum Flugzeug geht. Nur durch diese Hafen. Was, wenn Shoreline am Flugzeug auf uns wartet? Tun sie nicht. Und was macht dich da so sicher? Weil sie auf dem Hallo, Berg sind. Felix76. Vielen Dank für die Spende. Da ist es. Geht ganz schön tief runter. Wie bist du hergekommen? Ich bin ein paar Mauern runtergesprungen, aber wir müssen uns wohl einen anderen Weg suchen. Hä? Der ist ein paar Mauern runtergesprungen. Das Flugzeug ist doch ohne. Der hätte doch hochspringen müssen, nicht runter. Das ergibt gar keinen Sinn. Naja, ich bin von da runtergesprungen, aber ich komme nicht mehr hoch. Ja, vielleicht gibt es was, das wir drunter stellen Ja, können. zum Beispiel den Karre hier. Hilf mir mal, Sam. Okay. Ja, die Drecksarbeit muss ich immer machen irgendwie. Ja, gut. Ja, es ist jetzt schon ein bisschen schneller gegangen. Hey, braucht ihr Hilfe? Nein, danke. Ja, jetzt kommt's an, wo der Waage dort ist, wo er hin soll. Manch noch Waff? Nee, geil. Sieht jemand einen Ausweg? Nee. Vielleicht hier hin? Könnte man hier irgendwie auf die Kiste drauf, dann du an die Wand. Hier hoch. Hey Leute, Zack. hier durch. Das hat sich doch gut gemacht jetzt. Wow, schaut euch das an. Es ist eine Art Seilbahn oder so. Meinst du, sie funktioniert noch? Wo ist denn das dazugehörige Seil? Ach so, das ist Schienensystem Seilbahn. Ja, wie kriegen wir die jetzt zum Laufe? Es gibt keine Steuerung, aber ich wette, ich kann die Plattform mit meinem Seil herziehen. Herziehen? Wieso herziehen? Die ist doch schon da. Du müsstest die jetzt irgendwie wegziehen, dann müsstest du jetzt erstmal auf die andere Seite kommen. Vielleicht kannst du die hölzerne Plattform da unten erreichen. Ja. Ich, genau. Komm näher.
ich kann's kaum erwarten. Du, wieder an meinem du, eigenen du, Bett zu immer du. So nah und doch so weit. Ah ja, schmecken gut. Wir kennen uns so jetzt nur dran machen. Ich habe eine Idee. Hilfst du mir mal? Jetzt, wo ich da hänge, komm da an, ey. Wo ist er dann? Ah, hier. Ja. Okay. Ein Laufsteg extra für den Nathan. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Okay, Victor, kannst du mir kurz helfen? Welche da brauchen sie 2 Leute, um sich hier drauf zu stellen, obwohl Ihr lasst mich aber nicht fallen. mehr, Verlocken. also zumindest so 2/3 von dem Balken noch auf diesem komischen Marktplatz hier sind. Aber in der Villa vorn, da hat hier mein Herzdame gereicht, um genau den gleichen Effekt herzustellen. Geschafft. Geschafft. Okay, jetzt spring auf und ich zieh dich rüber. Das ist bestimmt nicht ingerostet oder so, ne? Wir sind soweit. Der wird bestimmt die 3 Leute zusammenpacken. Alles klar bei euch? Jo. Kommen wir hier hoch? Komm hoch, Nathan. Okay, Nathan, du kletterst hoch und ich greif dich. Okay, da bin ich mal gespannt jetzt. Wie viel Kraft die in einem Arm haben, ja? Dass die einfach so 90 Kilo Kerl mit einem Arm hochziehen können. Also ich könnte das nicht. Gut. Sam! Mal. Sam, komm schon! Komm, spring einfach, ich fang dich! Na los! Nein. Nein, nein, denk nicht mal dran, okay? Sorry, dass ich dich da reingezogen habe. Was? Euch alle. Hey, das ist alles nicht mehr wichtig, Zeichen. okay? Spring jetzt! Ich muss das zu Ende bringen, Nathan. Sam, hey, wenn du das jetzt tust, werde ich dir nicht hinterherrennen. Kapiert? Tut mir leid. Sam! Sam! Oh, blöder Stur. Ja, lässt es drauf ankommen. Er wird sich noch umbringen. Oh, Na komm. sie hat wahrscheinlich recht. Klar hat sie das. Ah, jo, hat sie recht, das ist deine Frau. Hier rauf. Vielleicht können wir ihn abfangen. Ich werde ihn retten, dann hau ich ihm eine rein. Okay, kümmern wir uns zuerst darum, wie wir ihn retten. Was denkt er sich eigentlich? Ich meine, nach allem, dass wir... Reicht das denn nicht? Lasst ihn uns einfach finden. Hey, damit kommen wir über die Mauer. Komm schon! Um Hilfefrage? Fertig. Man hätte ja vielleicht auch können ein paar von den Kisten runter machen, ne? Vielleicht wäre dann leichter gewesen. Hoffentlich funktioniert die Bremse noch. Und hoffentlich tut mein Herz hier durch schnell genug weggehen, falls es nicht funktioniert. Ich hab's! Die wird, Okay. die wäre ja wohl ingerostet gewesen. Das wird dich halten. Nate, los! Ich hab's! Mist! Los! Gott verdammt. Die Statue ist auf jeden Fall fest Wie zum verankert. Teufel sollen wir da jetzt draufkommen? Gar nicht. Uns bleibt nicht genug Zeit. Nate. Nein, nicht ganz allein. Hör zu, ich komme gleich zurück, okay? Er wird nicht ohne Kampf hier Dann weggehen. kämpfe ich mit ihm, wenn es sein muss, aber so oder so, ich hole ihn zurück. Bring das Flugzeug so nah an den Berg ran, wie es geht. Und dann nichts wie weg hier. Also das Übliche, ja. Das ist nicht fair.
Der Abwasch, du bist dran. Und wehe dir, du kommst nicht zurück. Ich liebe dich. Hallo. Und gut ins neue Jahr gestartet. Ich auch, Cowboy. Ja, ich auch soweit. Ich hab mir, ist jetzt auch schwer drum rumzukommen aktuell, auf Twitch relativ viel dieses WoW Hardcore Event angeguckt. Da hätte ich ja schon auch gern mitgemacht. Man muss jetzt aber auch fairerweise sagen, ich hab noch nie WoW gespielt. Das hat mich jetzt so ein bisschen angefixt. Jetzt habe ich das Achmo gespielt. Hatte ich vorhin ganz am Anfang noch schon mal erzählt. Was ist das? Fußspuren. Und ich habe das jetzt natürlich nicht so gemacht, wie das jemand Vernünftiges machen wird. Und hat zuerst nur das Normale gespielt. Ich habe natürlich auch zuerst nur die Hardcore-Variante gespielt. Mal zu dem Und jo. Sam retten und dann nichts wie weg hier. Ja, morgen werde ich überall da. Also, ich finde es tatsächlich gar nicht so schlecht, wie ich immer gedacht habe. Muss ich fairerweise sagen. Aber, also es ist aus meiner Sicht, ach, halte ich doch bitte fest. Es ist aus meiner Sicht viel zu teuer. Also, im Monat kostet 13 Euro. Ist halt so ein Abo-Modell. Macht vielleicht bei dieser Art Spiel auch Sinn, weil das ist hier online, das heißt, die ganze Server muss bereitgestellt werden. Zurück auf der Spur. Aber 13 Euro im Monat finde ich trotzdem heftig. Also 5 Euro im Monat würde ich ja sagen, hopp, das sind irgendwie 60 Euro im Jahr, das kann man Wo machen. ist der hin? Aber 13, gut, dann gibt es so ein bisschen Rabattaktionen, okay. Aber die sind halt eher so, dann kostet es halt nicht 13, sondern 11 Euro im Monat oder sowas. Es ist schon eigentlich ganz geil. Jetzt in meinem Fall, der jetzt irgendwie 8 Charaktere oder so gespielt hat und immer zwischen Level 7 und 10 abgenippelt ist, ist es dann auch schon ein bisschen langweilig und repetitiv, weil du halt immer wieder das Gleiche machen musst. Das liegt ja aber eher daran, dass ich zu schlecht bin. Nee, Free-to-Play ist das tatsächlich nicht. Naja, immerhin bist du nicht abgestürzt. Das ist gut. Jetzt kann ich... Ich glaube, also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, es gibt dort auch jetzt nicht unbedingt dementsprechend Pay-to-Win. Also ich stecke jetzt noch nicht so drin, aber ich glaube, das sind dann teilweise eher so, was man schon kaufen kann, sind dann so Kleidungsstücke, glaube ich, oder so Geschichte oder Reittiere, die anders aussehen. Gut, und die Add-ons sind natürlich auch dann Einmalzahlungen, wobei ich das Gefühl hatte, dass die auch relativ teuer waren. Ja, also keine Ahnung, wenn das jetzt 60 Euro im Jahr kosten wird, würde ich sagen, komm, ich spiele das mal ein bisschen. Und so habe ich mir jetzt mal einen Monat geholt und spiele jetzt halt mal einen Monat ein bisschen peu à peu. was ist das? Aber dadurch, dass ich immer ja, sterbe, werde ich nicht so weit kommen, oder ich müsste die Normalversion spielen, das will ich aber nicht. Das ist Burns Enkel. 14. April 1808. Obwohl Hayes Kugel erfolgreich aus meinem Oberschenkel entfernt habe, eitert die Wunde und das Fieber hat nicht nachgelassen. Ich möchte unbedingt sehen, was sich im Berg befindet, aber der Schmerz ist unerträglich und ich muss mich ausruhen, wieder zu Kräften kommen. In diesem Moment der Ruhe beschleicht mich ein Gefühl des Zweifels. Hätte ich die Männer nicht dafür bestrafen dürfen, dass sie den Vertrag mit mir gebrochen haben? Ich habe mein Leben der Suche nach diesem Ort gewidmet, um Averys Schatz zu finden, und ihre Taten hätten mich beinahe meines Schicksals beraubt. Nein, mein Vorgehen war gerechtfertigt. Heute Abend ruhe ich mich aus, das Fieber wird sinken und morgen werde ich diese Reise meines Großvaters beenden. Wenn ich nach Hause zurückkehre, werde ich meine Erlebnisse niederschreiben. Ein Buch von Jonathan Burns, das in den Büchereien neben den größten Abenteuerinnen der Geschichte stehen wird. Im schlimmsten Fall verliere ich dieses Bein, aber letztendlich werde ich ein erfülltes Leben gehabt haben und Claire
wird endlich stolz auf mich sein. Claire, vergib mir. Hopp, alles klar. Knapp daneben ist auch vorbei, Kumpel. Hattest es Ja. fast geschafft. Also, So ein Mist. das Ding ist halt folgendes. Jetzt diese Hardcore-Variante. Das ist halt schon so, so bräuchte ich jetzt jemand, der so ein bisschen Mentor ist. Näherfußspur. Und quasi so ein bisschen, vielen Dank für den Sub. Und mir dann so ein bisschen irgendwie sagt, ah ja, hier musst du lang gehen oder hier den Skill musst du ausrüsten, hier der Zauber ist gut oder die Waffe hier oder keine Ahnung, oder hier musst du hin für gut Waffe zu bekommen oder hier, wow, das Dungeon, das ist noch eine Nummer zu groß, geh dort mal nicht rein oder hier die Höhle, du besser nicht reingehen oder hier, nimm uns erst links den, weil der wird aggro sonst, keine Ahnung. Und außerdem wäre halt so eine Art Gilde nicht schlecht. Okay. Wo man dann einfach zum Beispiel mal ein paar Tasche herkriegt oder so irgendwas, ne? Und das habe ich ja alles nicht. Ich spiele das ja alleine. Ja, von daher ist es halt tatsächlich nicht so einfach. Es ist ja auch nicht gedacht, um allein gespielt zu werden. Also du kannst schon zum gewissen Grad das allein spielen. Aber irgendwann, gerade wenn du irgendwelche Dungeons machen willst, brauchst du halt eigentlich Mitspieler. Aber man muss sagen, ich habe jetzt quasi so Wissenslücke geschlossen, weil das ist hier schon ein sehr bekanntes und beliebtes Spiel. Ist ja eigentlich schon so ein Stück Videospielgeschichte, kann man sagen. Und da finde ich das auch nicht verkehrt, wenn man das mal gespielt hat. Wie geht's denn weiter? Den Sprung darüber packe ich doch nicht. Kann ich mich hier runterfallen lassen? Ja, gut. Eine Schildkröte! Schildi! Renn doch nicht weg! Du wärst doch super Schildkröte, super. Hat er nur mal Klick gehabt, ne? Hat noch so 1,5 Meter. Hätte er da Abgang gemacht. Oh Gott, das ist schwerer, als es aussieht. Ja, gut. Leicht kann ja jeder. Oh, wo müssen wir da hin? Männer, der packt das, an diesen Stab dort dran zu kommen? Okay, so direkt jetzt nicht. Nein. Er hat aber schon mehr Klick wie Verstand, das muss man echt nur sagen. Ja, aber also das macht schon Spaß. Und es hat schon so, ach komm, ey, Level geht nur, ach komm, die Quest machen wir noch fertig. Und das wird mir meistens zum Verhängnis, weil ich dann gewisserweise ein bisschen die Anspannung verliere, beziehungsweise die Konzentration, oder es wird einfach zu viel, sozusagen. Also wenn ich dann 3 Stunden oder so gespielt habe, dann bräuchte man halt vielleicht auch einfach mal kurz die Pause. Guck mal, wie er da hängt. Hast du denn in die Hose geschissen? Gut, hat er vielleicht auch. Also ich hätte mir mit Sicherheit in die Hose geschissen. Kann der sich jetzt nicht einfach fallen lassen und ist doch Wasser? Ich wäre echt geneigt, das einfach mal auszuprobieren. Ja, und jetzt geht's hier nicht mehr weiter, oder was? Kann ich zwar da nur ohne gehen. Wenn ich theoretisch noch eins nur ohne gehe, aber du nur rechts komme ich nicht, ne? Huch, komm, was soll schon passieren? Komm, da ist Wasser! Der kann doch schwimmen! Ja,
Ja, aber das ist schon... Wir müssen schon so an die Wand dran, ne? Ja. 3. Ja, danke. Er muss doch da... Ach, jetzt auf Amo geht's. Oder auch nicht. Hä? Zuerst macht er so die Hand so ein bisschen raus und dann zieht er sie wieder zurück. Also, keine Ahnung. Das ist jetzt echt ein bisschen komisch gewesen. Wow. Das war aber eng. So eng hinterher müssen wir nicht machen. Okay. Sieht schon mal gut aus. Oder zum Beispiel, da kann man ja auch so Makros machen, wo dann irgendwie mehrere Befehle direkt hintereinander ausgeführt wäre. Ja, so bräuchte ich jetzt halt auch jemanden, dem er sagt, ah, hier macht die Befehle in das Makro rein und dann du direkt am Anfang schon mal einen Haufen Schade machen oder so irgendwas. Ja. Ja gut, kann man auch mal einer sagen, dass man durchspringen muss. Ich bin okay Hellseher. Das ist wohl mein Weg runter. Das war hier, ne? Jo. Oh, wow, wow. Ah! Ja, ich hatte Schiss gehabt, dass er links runterpurzelt und hab Springe gedreht und dadurch ist er zu weit nach vorne gesprungen. Ach. Das ist wohl mein Weg runter. Eine Rotze. Ja. Das ist wohl mein Weg runter. Also, woher sollst du jetzt wissen, dass wenn du wenn du rechts um diesen Scheiß drum gehst, du nicht über diesen Das ist wohl mein Weg runter. wie sagt man? Über diese Schlucht hier drüber springen kannst. Ja. Jetzt wäre ich eben beim ersten Versuch direkt fast nur kommen. Und Das ist wohl jetzt mein Weg runter. kann ich's vergessen. Ja, komm, oh, ich war doch drauf. Das ist wohl mein Weg runter. Was ein Beschiss. Ja, jetzt sind wir links vorbei, rechts rüber, stark, Normo springe. Jetzt müssen wir nur links. Beide hätte auch keine Gleie runterspringen, jetzt mal ohne Scheiß. Aber das Wasser ist schon schön klar. Hast du das wirklich alles gemacht, Sam? Ne, der ist die Treppe gegangen. Der ist hier nicht so Trottel wie du. Ein weniger schmerzhaft. Weg hinunter. Wo müssen wir jetzt hier lang? Ach, guck mal, hier, das könnte gut aussehen. Mein Schätzchen. Okay, du kannst ja... Ah, doch, kann er hoch. Gut. Hier kann er auch hoch. Aber hier geht's nicht weiter. Und geht's hier weiter? Geht's hier weiter? Müssen wir irgendwo durchtauchen? Ach, komm her. So hinten sieht's nicht so gut aus. So vorne vielleicht mehr im verkappte Wasserfall. Ah, das könnte... Ja, das sieht gut aus. Ah ja, du sieht man es auch. Müssen wir noch nicht mal tauchen.
fertig. Okay. Das ist die letzte, Ma'am. Gut. Wenn wir uns beeilen, holen wir die anderen noch ab. Wer war das jetzt? Sam hat sich gerade unser verdammtes Boot geschnappt. Er will zu Averys Schiff. Komm, Lass ihn. Wir sind fertig. wir sind fertig. Die meisten meiner Männer sind tot. Und wer noch lebt, ist abgehauen. Siehst du das da? Das Ende ist buchstäblich in Sicht. Dein wahnsinniger Pirat hat die gesamte Höhle vermint. Ich setz keinen Fuß auf sein Schiff. Nadine, wenn du hier und jetzt abhaust, war der Tod all deiner Männer. Alles, was wir getan haben. Umsonst. Wir haben hier Gold im Wert von Millionen. Das und lebendig zu sein reicht mir. Kein Wunder, dass dir die Männer abhauen. Wie bitte? Komm, Quatsch, ne? Wir stehen kurz davor. Hat's doch Geschichte verdient. zu schreiben und du gibst dich mit einem Almosen zufrieden, einem Bruchteil von dem, was Sam auf dem Schiff erwartet. Wenn er es lebend von diesem Schiff hinunterschafft, kann er es haben. Dann hat er sich's verdient. Ganz im Gegensatz zu dir. Genau, hat ja eigentlich nichts geschafft. Boah, ey, komm, gib ihm einen. Hopp, gib ihm einen, bitte. Jetzt hör zu. Wir können den ganzen Tag lang hier stehen und uns Nicht heule, beleidigen. Oder hau ihm wir einen beenden rin. das, was wir- Jawohl. So sieht's nämlich aus. Das ist halt der Geldgeber, ne? Mit Söldnern ist das so, Nadine. Ihre Loyalität ist käuflich. Und nicht verdient. Und jetzt komm. Entweder wir beenden das hier gemeinsam. Oder wir beenden es gleich hier. Ist das dann auch gemeinsam? Lass uns Geschichte schreiben. Weil das Ende ist ja dann auch zusammen, also gemeinsam. Nur es geht für einer noch weiter. Nach dir. Traurig, 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 wenn man das Messer ins Kreuz drin gerammt kriegt von der eigenen Männer. So, wir müssen mal ganz kurz die Pause machen. Ich bin in 2 Minuten wieder da, aber ich muss mal gerade auf die Pipi-Box. Ich bin gleich wieder da. What's your story? What's your sign? It's like we're twin flames in a different life. Deep connection lights a spark. It's like you know me in the depths of my heart. We're dreamers. Don't care what other people say. We live it like this could be our final day. We're dreamers. Don't care what the others say. We're doing this in our way. We come alive in the nighttime. It's something about how we dance in the moonlight. That look in your eyes, it tells me that you want me and all my loving. We come alive in the nighttime. You and I, we come alive. We come alive. We come alive. What's your weakness? What's your type? Somehow I wanna know all about you. Deep connection lights a spark. Like you already know me when we dance in the dark. We're dreamers. We live it. We're dreamers. We're doing this in our way. We come alive in the nighttime. It's something about how we dance in the moonlight. That look in your eyes, it tells me that you want me and all
Ich frage mich, warum er diese Kamera-Belichtungseinstellungen hier beim ersten Mal drücke immer nicht übernimmt. Naja, egal. So, dann schauen wir mal. Warte, du können wir, glaube ich, hoch. Hat er jetzt noch ein Bötchen für uns zurückgelassen? Auf Lager hast, Captain Avery. Du können wir jetzt hier eigentlich auch schwimmen, oder? Müssen wir nicht klettern. War das auch hier in Uncharted mit diesem Marco Polo? Oh. Was ist denn jetzt passiert? Warum springen die alles? Alles so dolle, ey. Ohne Scheiß. Dolle, ey. Waff haben wir natürlich keinen. Oh ja. Ja, Kreis wisst ihr, die Shoreline-Typ befindet sich bestimmt. Sollen wir da runter? Oh, das war viel Gold. Läuft. Was für ein Anblick. Da ist der Schatz. Ja. Verdammt, Stark. was das wird. Guck mal, wenn das jetzt untergeht, das Schiff. Diese ganze Münze findest du ja im Leben nicht mehr. Selbst wenn du weißt, wo dieses Schiff untergegangen ist. Sam! Ach, komm, knall. Hey, hätte schon nicht keine Abdrücke. Wäre es Ruhe gewesen. Emo Kopfschuss, fertig. Sam? Entspann dich. Er lebt. Dieser Idiot hat uns fast alle umgebracht. Ich bringe ihn jetzt hier raus. Nein, tust du nicht. Dave, du Ach, kannst den warte. Schatz haben, okay? Lass mich nur meinen Bruder retten. Nach allem, was er getan hat? Es ist Wie Bruder. edelmütig. Blut ist dicker als Wenn wir hier Wasser. warten, sind wir alle tot. Willst du das? Ja. Hab ich nicht gesagt. Was meinst du, Nadine? Schön, dass es dir wieder gut geht. Bist du so Jetzt nett dem und nimmst mit die Waffe? schussende Kopf. Fertig. Dann tun die Männer irgendwie bezahlt wäre. Dann tun sie wieder Sie echt, Sie absäbeln. können ihm trauen? Geht sie nichts an. Warum versuchst du sie aufzuhetzen? Nate? Nadine und ich sind Partner. Und meine Partner bescheiß ich nicht. Geh darüber. Aber du und dein Bruder. Ihr habt meine Großzügigkeit von Anfang Der hat dir noch eine Granate am Gürtel. Die kennt er ja Ihr auch wolltet hier. mich Der? ausbeuten. Und es wird Zeit für eine Lektion. Geil. Was machst du da? Jetzt gib du mir deine Waffe. Nadine? Ich sag's nicht nochmal. Du benimmst dich gerade unglaublich dämlich. Sieh mal darüber. Nadine, hör auf! Himmel! Ich sagte sieh hin! Okay, da sind ein paar Skelette. Na und? Ich weiß nicht so viel über Geschichte wie ihr Jungs. Aber ich kann mir gut vorstellen, wer die beiden sind. Na dann klär uns auf. Das sind Avery und Sue. Sie haben sich gegenseitig umgebracht. Schön für sie. Was sagt uns das? Jeder, der von diesem Schatz besessen ist, bekommt, was er verdient. Was, Sie lassen uns einfach zum Sterben zurück? Ich lasse euch nur zurück. Ob ihr sterbt oder nicht, ist mir egal. Nadine? Warte. Lebt wohl, Rafe. Nadine! Haha. Mach sofort diese verdammte Tür auf! Rafe, sie ist weg! Man bekommt, was Komm, man Hilfe, dann kommen wir verdient. alle hier raus. Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus. Daraus wird nichts. Komm, Wer Wind erntet, wird Sturm... Ne, wer Wind sät, wird Sturm ernten. So rum ist es, ne? Nein, ich werde mich an keiner dieser Münzen erfreuen können. Das kann dann doch... Ich weiß, dass du und dein nutzloser lieber Bruder sterbe, noch am Leben als seid. zu entkomme. okay, komm. Da ich sterbe, als arm zu entkomme. Arm ist er noch nicht im Mo. Halt!
Klappe. Hey, warum haben ich Säbel? Weißt du, was Irrsinn ist? Nathan Drake lief mit einem Verrückten und seiner Armee um die Wette zu den Stufen von Shambhala. Aua. Was soll ich denn jetzt machen? Linken Arm, ausweichen. Okay, verstehe. Drake entdeckte eine verlorene Stadt in der Rub al-Khali-Wüste. Ey, ich habe auf Ausweichen gedrückt. Komm schon, wir können zusammen hier raus. Nathan Drake fand das sagenumwobene Eldorado. Ja, Komm und schon, weiter. hör auf. Ich bin halt gut. Drake ist eine Legende. Ich habe den Mann erschossen, der mir das gesagt hat. Komm schon. Ich verstehe, dass du mich nicht Kannst du an bitte deine jetzt diesen Waffe- anderen Säbel da rausholen? Großartig. Nee, das ist dumm dafür. Hast du nichts. Du bist nichts. Ich hatte dich Ich habe gewarnt, Frau. dir aus dem Weg zu Die ist toll. Was hast du? Jawohl. Aua. Ich habe alles geopfert, um Avery zu finden. Und das lasse ich mir nicht von zwei miesen Dieben, Abwarte. einem senilen Trickbetrüger und einer gescheiterten Journalistin. Ey, das hätte soll nicht sagen. So, du verfasst sie jetzt. Wenn dir dieser Haufen Verlierer so viel bedeutet, werdet ihr bald wieder vereint sein. En garde, du Penner. Das sind wir auf jeden Fall. Kannst du mit Schwertern umgehen? Rechte Angriffe, linke Angriffe blocken. Okay. Einmal her. Aua. Ah, das war rechter Angriff. Verstehe. Nein, das war linker. Ich habe aus Versehen die richtige Taste gedrückt. Ah! Ich denke immer, ist ja alles der rechte Arm. Also links, aber... Naja, komm. Jetzt klatsche Männer. Jetzt wissen wir, wie die Geschichte funktionieren soll. Jawohl. Ich darf einfach nicht angreifen. Ich darf nicht angreifen. Ich muss... Ripost. Oder so ähnlich. Alter, du doch Amo was mache. Schlag ihm doch mal in die Fresse oder so. Du musst doch nicht nur passiv machen. Den habe ich nicht kommen gesehen. Könnte etwas wehtun. Jawohl.
Schön die Eingeweide rausgeschnitzelt. Komm schon, Legende. Wie fühlt sich da so an, als reicher, verwöhnter Sack, der Fechte und was weiß ich was alles gehabt hat, der mich zu verlieren, der sowas nie gehabt hat. Und nur, weil du mein Fratum angemacht hast. Sonst hätte ich das gar nicht so durchgezogen. Das ist der Nathan Drake, von dem man so viel hört. Ist ja gut, ist ja gut. Sind wir fertig? Ich will jetzt meinen Bruder, dann gehen wir. Wenn du bleiben und mit dem Chef verbrennen willst, gern. Du hast mich. Schiss, du hast schon nicht so verarsche. Würde die Münze nicht zwischen den Balken runterfallen, also zwischen den Planke. Nur ein trauriger kleiner Junge mit ernsthaften Größenwahn. Und der kann nicht mal ordentlich fechten. Mach's gut, Nathan Drake. Nathan! Du weißt einfach nicht, wann man aufgibt, hm? Das ist gut! Ich will nichts verschenken. Ich habe schon immer alles auf einem verdammten Silbertablett serviert bekommen. Alles! Bis auf das! Das habe ich mir verdient. Okay, kommt jetzt auch ein Opa die Schatz runter, der da 300 Jahre lang gehängt hat. Der kommt jetzt runter oder was? Schatz, Rafe. Er gehört dir. Ah. Ja, das ergibt dann natürlich mehr Sinn. Und die Planke hätte das jetzt ausgehalten. Ich hätte jetzt erwartet, dass so ein Loch jetzt eine Une. Aber okay, war nicht. Hey, komm, schaffen wir dich hier raus. Ich versuch's. Es ist zu schwer. Versuch's doch mal. Ich streng dich ein bisschen mehr an. Hast die Knie raus, komm. Das ist zwecklos. Hör mir zu. Hör mir zu. Alles, was ich hier wollte, war mit dir diesen Schatz zu finden. Hey, wir haben's geschafft. Wir haben's geschafft, Brüderchen. Okay? Alles ist gut. Nein, es muss einen Weg geben. Du musst hier weg. Irgendwas muss nicht sein. Du musst hier weg. Ist du jetzt eigentlich unter diesen Planke, ist das alles voll mit Münze? Hast du nicht hier so Hebel wie der Archimedes? Gib mir einen Hebel und einen festen Punkt oder so und dann hebel ich dir die Welt aus den Angeln. Das ist es. Vertrau mir. Ja genau, der knallt jetzt seine Bruder ab. Ja, jetzt muss er aber noch die Luft anhalten. Sagt der Richtige. Das ist unser Ausgang jetzt. Warum stürzt jetzt eigentlich die ganze Höhle ein? Oder wie soll ich mir das vorstellen? Weil es ist jetzt eigentlich nur das Schiff, das kaputt geht. Der hat ja auch nur ohne geschossen, nicht nur oben in die Deck von der Höhle, oder? Sam, nicht anhalten. Nicht anhalten. Du Scheiße. Oh, Nate. Nate. Hey. Komm. Bist du okay? Hey.
Sully, ich hab sie. Wo seid ihr? Gleich hier. Wie ist die jetzt dorthin kommen? Und, hast du alles? Ja, glaub schon. Du kannst alles verkaufen, was ich zurücklasse. Soll ich euch wirklich nicht heimbringen? Nach den letzten Tagen ziehe ich ein Flugzeug mit Bordservice und bequemen Sitzen vor. Außerdem müssen wir beide über einiges reden. Ja, müsst ihr. Und keine nächtlichen Anrufe mehr, von wegen ein letztes Mal. Hm? Geht klar. Danke, Sully. Alles Gute, Junge. Lass von dir hören. Wenn du wieder in der Stadt bist, gebe ich einen aus. Da werde ich dran erinnern. Dann haut der Hase einfach ab und hinterlässt kleine Hasenüberraschungen überall auf dem Bett des Direktors. Hey, was erzählst du hier? Er erzählt mir von deiner Magiephase. Oh, ich hasse dich. Wie war dein Künstlername? Los, sag's ihr. Ja. Der große Nate. Ach, der große Nate. Das ist nicht witzig, der Name ist Zu toll. seiner Verteidigung, du warst ziemlich gut. Hör zu, Sam. Es war interessant, dich kennenzulernen. Mit Handschlag? Also, Wir machen das wie gute Freunde. Pass mir gut auf diesen Spinner auf, okay? ja, mach ich. Ich komme gleich nach. Ja, Ich mag sie. Und das arme Mädchen scheint dich echt zu lieben. Ich weiß, ja. Hör zu, das Angebot steht noch. Das ist nett, aber nein, danke. Wenn du denkst, du wärst uns eine Last, Darum das geht's bist du nicht. Darum geht's nicht. Also ein bisschen schon, aber... Ich dachte nur, nachdem wir Averys Schatz gefunden haben, wäre ich... zufrieden. Stattdessen habe ich... irgendwie dieses Gefühl von... Leere. Ja, Egal wie aufregend das nächste Abenteuer sein wird, am Ende stehst du immer mit dem gleichen Gefühl da. Manchmal muss man Der weiß, entscheiden, wovon er was man spricht. behält und was man loslässt. tja. Ich schätze, da bin ich noch nicht. Außerdem hast du mir ein paar alte Städte voraus. Ich muss noch was aufholen. Es sind noch welche übrig. Gut, danke. Oh, unser Taxi ist da. Ja, Wir haben's weit gebracht. haben wir, kleiner Bruder. Komm her. Und mach nichts, was ich nicht tun würde, okay? Hau schon ab. Zieh Leine. Also, Lost Legacy war ja von dieser Shoreline-Tussi und ich glaube von irgendeiner Inderin aus einem vorherigen Spiel. Feuer. Ja. Die kennen die auch über den Und? Spin-off machen. Victor, was steht jetzt an? Hm? Also bevor ich hier eingezogen wurde, habe ich an einer Art Geschäft gearbeitet. Geschäft? Hm. Gefährlich? Mit den Leuten ja. Könnte sein. Also ich kenne da jemanden, der gerade aus dem Gefängnis kommt und perfekt für so ein Geschäft geeignet wäre. Oh, ich weiß nicht. Ist er zuverlässig? Mehr oder weniger. Kann er Portugiesisch? Quando seu marido voltar para casa? Was heißt das? Wann kommt ein Mann nach Hause? Das ja nicht. Na los. Hast du noch mehr von den Zigarren? Übertreib's nicht.
Hey, guten Morgen. Das ist er wirklich. Das ist er wirklich. Okay, ich spiel mit. Was ist los? Einen großen Job an Land gezogen? Oh, sogar noch besser. Ich bin kurz davor, Jameson Marine zu verkaufen. Echt jetzt? Ja. Wow, da... An Tja, wen? Hey, ich schätze, An da sind dich. Glückwünsche angebracht, hm? Oh, noch nicht. Aber ich bin zuversichtlich, dass es klappt. Die haben hart verhandelt. Aber am Schluss konnten wir beide Seiten zufriedenstellen. Na, das ist toll. Ja. Bleibst du weiter dabei? Nein, 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 nein. Ich glaube, ich brauche mal Ruhe. Zeit für die Familie. Und ich will mal wieder fischen gehen. Freut mich. Und wer ist der Trottel, der den Laden kauft? Oh, du. Was? Na komm schon, ernsthaft. Oh, doch, ernsthaft. Warte, Jameson? Hey, warte mal, Mann. Hey, morgen, Jungs. Was machst du denn hier? Ich wollte mich nur ein letztes Mal umsehen. Die Schlüssel hat jemand schon. Okay, Perfekt. ist das euer Ernst? Nate. Okay, ich sag dir was. Das wäre eine sehr kluge Investition. Tu das Richtige. Rufen Sie mich an? Wird gemacht. Hi. Hi. Du Nee, kaufst so Jameson goldig. Marine? Wir kaufen Jameson Marine. Oh, okay. Wie? Wieso? Tja, es gibt da Gerüchte über einen Bergungsjob vor der Küste von Malaysia und ich dachte, das wäre genau nein. unser Ding. Nein, Schatz, hör zu. Wir sind nur um ein Haar aus Libertalia entkommen. Ja, Hey, einen illegalen Job annehmen? Du weißt, wohin das führt. wer sagt denn was von illegal? Hier. Das kam heute Morgen. Ist das echt? Ja. Ein paar meiner alten Kontakte haben das mit der malaysischen Genehmigungsbehörde geregelt. Es war toll, ich musste nicht mal jemanden bestechen. Na, das ist gut, denn ich habe keinen Schimmer, wie wir uns das überhaupt leisten könnten. Hier. Halt mal die Hand auf. Hä? Halt mal die Hand auf. Mach schon. Heilige Scheiße. Wo hast du die her? Die war in meiner Jackentasche. Zusammen mit ein paar anderen. Ein Paar? Sam, Er ist ganz schön raffiniert. Aber Natürlich werden die meisten davon für unser Geschäft hier draufgehen. Und für die neue Kameraausrüstung. also ein paar, wie viel sind ein paar? Vielleicht 10, 20 Stück. Kamera? Hä? Ja. Weißt du, ich dachte, wenn wir die Fracht aus dem Wrack Was wär bergen, das Sinn? könnten wir doch ein 40.000 kleines Euro Team oder anhören, so? die ganze Sache filmen und meine alte Show wieder aufnehmen. Was ist denn aus unserem einfachen Leben geworden? Ich glaube, beim Versuch, ein einfaches Leben zu führen, haben wir es vielleicht übertrieben. Hör mal. Damals auf dieser Insel habe ich das Abenteuer vermisst. Ich habe uns vermisst. Und jetzt haben wir die Chance zu tun, was wir lieben. Aber von jetzt an läuft alles nur noch 100%ig legal. Okay? Und schießen werde nur noch ich. Mit meiner super teuren Kamera. Wow. Du hast das wirklich genau durchdacht. Mehr oder weniger. Aber hör zu. Ein Wort von dir und ich blase die ganze Sache ab. Nix gibt's, das machen wir. Nein. Ich will Jameson nicht den vorzeitigen Ruhestand versauen. Das wäre grausam. Genau. Das wird nicht einfach. Das ist es doch nie.
Also. Was sagst du, Nathan Drake? Klar, wieso nicht? Solange ich kein Papierkram erledigen muss. Nach dem Malaysia-Job wüsste ich, wo noch so Pirateschatz Ich werde voll rumliegt. auf mit der Kamera beschäftigt sein. Na, und ich voll auf mit dem Tauchen. Okay. Schön, wir wechseln uns ab. Ja. Oder Die passen schon gut wir zusammen. könnten darum spielen. Echt jetzt? Nein, hör zu. Ich habe geübt. Ich bin echt gut. Nein. Man hat Augenkoordination. Ja, weil der hat geübt, aber ich nicht. Ich kann dir das nicht nochmal antun. Hast du etwa Angst? Da liegst du ja Auf einer sowas Skala von von 1 bis daneben. 10. Wie viel Angst hast du? Ungefähr 3. Ja, übersetzt heißt das so ungefähr 11. Okay, Elf. dann. Ich krieg dich. Ach ja? Ja. Die sind so goldig, die zwei. Das... Okay. Schön. Bin dabei. Hm. Halt auch praktisch, dass da ohne die Playstation-Kommandos ingeblendet wäre und nicht die Tastaturkommandos, ne? Ah, die kann man nicht dingen sie. Sah das doch. Nein! Nein! Ich war so gut! Ich war so gut! Ja, das war nämlich die Stelle. Das war die kritische Stelle. Naja, die Highscore hätte ich eh nicht gepackt. Der Hund sieht ein bisschen unrealistisch aus im Vergleich zu der Person. Wo bleiben die? Ist auch hübsch, ne? Hat gute Gene abgedreht. Altmodisch. Eigentlich könnte sie halt auch von der richtig geile Spin-off machen. 10 Jahre weiter ist sie 20. Oder in der 20er, sagen wir es mal so. Mom? Dad? Und dann kennt die du richtig geil auf Abenteuerjagd gehen. Oder wie man das auch immer nennen will. Oh, das sieht schön aus. Ah jo. Ja, das ist ja auch wirklich ein schönes Pärchen. Also das muss man jetzt echt mal sagen. Wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, Videospielpaare.
Mir falle jetzt natürlich auch nicht sonderlich viel ein, wenn ich ehrlich bin. Die sind wohl abgehauen. Aber du sind die schon ganz mit vorne mit dabei, so, ne? Trüm. Mal sehen, was du hast. Nur geile Mucke. Und ein Schnapsbrett. Mom hört komische Musik, aber die hier gefällt mir. Wow, so cool. Die muss ich mir mal wieder von Mom leihen. Hat die jetzt so Mischung, also ist die so Mischung aus Vater und Tochter oder kommt sie eher nur Vater und Tochter? Mischung aus Vater und Mutter oder ist das jetzt eher so ganz klar Mutter? Weil fotografiere macht sie ja scheinbar gern. Wir sollten echt eine Party schmeißen. Würde keiner merken. Der Vater ist ja eher so Fraktion Zeichne. Was willst du dann? Oh geil. Na gut, Jetzt weiß ich, was du willst. aber nur das eine. Was? Geht noch eins. Die Brill steht ja jetzt grundsätzlich auch gut. Ich frage mich nur, also von wem hat sie jetzt quasi die schlechte Aue geerbt? Weil aus meiner Sicht, der Nathan hat ja okay Brill. Aber ich glaube, die Mutter, die hat ihn, glaube ich. Hätte ich schon mal Bild gesehen oder also Bitte. mit Brill. Train Wiki to stop jumping on our beds. Gute Idee. If by just you mean 2 years ago. Verstehe ich nicht. If you clean your room. Naja, alle hopp dann. Post. Oh. Diese zwei. Nee, wieder zurückdrehen und lese. Wir sitzen in einem kleinen Café in einer belebten Straße von Havanna und trinken den vielleicht besten Espresso meines Lebens. Kein Auftrag, niemand verfolgt uns. Der Ruhestand fühlt sich komisch an. Gut, aber komisch. Sam lässt ausrichten, dass du den Kühlschrank mit nicht ganz so beschissenem Bier auffüllen sollst, bevor wir kommen. Seine Worte, nicht meine. Außerdem erinnert mich Sam daran, dass du die Wette verloren hast. Gegen uns beide. 12 Monate rauchfrei. Tendenz steigend. Und ich bin in Kuba, verdammt nochmal. Ich war also ein braver Junge. Wie auch immer, grüßt die Mädels von uns. Sagt Cassie, sie soll schon mal das Backgammon-Brett rausholen. Ich will meine Revanche. Ich freue mich, euch alle in ein paar Wochen zu sehen. Dein Kumpel Victor. Der Victor. Tatsächlich, Kate Zigar auf dem Ding. Kate Zigar. Kann die rennen? Nee, kann es auch nicht. Ach, finde ich alles ungelenk. Klettere wie Weltmeister, aber springe kennen sie nicht. Rennen kennen sie nicht. Gut, springe. Weg ist sie. So richtig weit springen tun sie halt auch nicht, ne? Warte mal, du. Taj Mahal, ich komme. Nur noch ein paar Wochen. Springe. Macht's nicht. Perfekter Tag. Okay, Bock drauf. Jetzt Aber fehlt nur noch der Rest unserer Crew. das muss man jetzt sagen, ist jetzt hier schon geile Location für ihre Hütte. Also das muss man einfach lassen, wie es ist. Würde ich auch nehmen. Tatsächlich. Ich hall gerade so ein bisschen Ausschau nur der Pirateninsel. Die ist hier aber nicht, also es scheint irgendwo anders zu sein. So, und das hier war irgendwie das Büro, oder wie war das? Ja, abgesperrt. Gehen wir wieder zurück. Ja, Rolle tut sie sich auch nicht. Was kann die dann überhaupt? Also von ihrem Vater hat sie bisher noch nicht so viel. Und hier auch nicht. Okay, dann warte
warte ich wohl einfach. Ah jo, was will ich sonst machen? Wow. Das wurde toll gesäubert. Ist ja eigentlich trotzdem noch ein ganz geiler Beruf für den, ne? Der kann schon so Schätze und Geheimnisse, kann er jetzt hier immer noch auf legale Weise Du hast es rausgefunden. lösen. Best Vacation Location. Sunken Statues recovered. Fortune Golden Discovery. Okay, das sind alles die Statuen. Archaeology Now. Theory. Wer ist denn das? Du links. Local Savage Company Dick's Adventure. Global History. Archaeology Now. Archaeology. Komm, tu das. Oh ja, bei der hier war ich mit Sully unterwegs. Remains of an Ancient Ruin. Okay. Oh, das war meine Lieblingsausgrabung. Daran erinnere ich mich. Kambodscha. Also die Frage ist halt für mich, warum nicht den Piratenschatz hebe? Das grenzt das Suchgebiet ein ganzes Stück ein. Sag mal hier. Wie albern. Treasure Hunting runs in the family. Okili-dokili. Ein Schlüssel. Das sind seine Schlüssel. Was kann man Das damit sind Geiles seine machen? Schlüssel. Ja. Jetzt geht nämlich die Post ab. Haha. Keine Chance. Einfach keine. Hättest du die mal so richtig sehen, wer ihr Vater eigentlich ist. Der verbotene Schrank. Jetzt ist er offen. Wow. Ich wusste es. Was ist das? Das 16. Jahrhundert. Wo ist das her? Keine Ahnung, irgendein Harz oder sowas? Seltsam. Creepy. Irgendwie gruselig. Sancho. Irgendwie cool. Jetzt wird sie erwischt. Oh nee, guck mal, was haben wir da? Eine Münze. Eine Schatzmünze. Eine spanische Dublone. Aber von wo? Ah ja, aus Spanien wahrscheinlich. Komm, nimm's Buch. Hallo. Ja, trau dich. Was soll denn passieren? Komm. Wow. Oh mein Gott. Wow. Henry Avery. Der Gunsway-Raub? Halt. Hast du etwa nach Averys Schatz gesucht? Ja, haben wir ja schon mal gelesen. Brauchen wir nicht nochmal lesen. Umdrehe. Niemals. Ist das Dad? Ah ja, klar. Nee, andere Richtung. Nee, Jedes Mal drücke ich die falsch. Ich will hier nur rechts, aber ich muss nur links blättere. Also das verwirrt mich jetzt mal. Sic Parvis Magna. Großes aus kleinen Ursprüngen. Was ist das? Was zur Hölle? War das der Piratenschatz?
Mist. So. Jetzt aber Gas geben. Hey, da bist du ja. Hey, Wir haben dich gesucht. Was Du bist hier in die machst Jahre du hier gekommen. drin? ich hab euch gesucht. Mach schon, wir haben das Boot beladen. Wir können los. Cool, ich werde dann gleich nachkommen. Wieso? Ist geil. Ich muss nur, Was ist los, Cassie? Sie hört sich besser gehalten als er. Also jetzt nicht, dass er jetzt schlecht aussieht oder übermäßig sei alt, nicht aber sauer. Hey, ich sag doch, sei nicht sauer. Schlüssel. Also? Was hast du gesehen? Gar nichts. Naja, nur das Foto von euch beiden und Sully. Mit einem Haufen spanisch aussehender Schätze. Und einem Gewehr. Das musste irgendwann passieren. Vielleicht sollten wir es ihr einfach erzählen. Sie ist noch nicht bereit dafür. Bereit für was? Den abgefahrenen Scheiß da drin? Wortwahl. Ja, Wortwahl. Entschuldigung. Aber ihr beiden habt ja im wahrsten Sinne des Wortes Leichen im Keller. Oder zumindest so eine Art silbernen Totenkopf. Ich glaube, ich bin noch nicht bereit dafür. Wirklich? Nate? Zeit für das Gespräch. Ja, es ist absolut Zeit. ajo, Moment, um welches Gespräch geht es hier? das Sie ist Wichtige. doch ein Kind. Sie ist älter als du und Sam, als ihr das Das alles ist begonnen was habt. anderes und das weißt du. Okay, hört zu. Wenn ihr irgendetwas Zwielichtiges angestellt habt, ist das total okay. Aber ich finde, ich bin alt genug, es zu erfahren, richtig? Alt genug. Wie alt bist du? Haha, witzig. Mom? Okay. Tja, mal sehen. Für mich fing's an, als dieser Typ mich wegen einer Story über einen riesigen historischen Fund anrief. Er klang wie ein absoluter Schwindler. Ja, attraktiver Schwindler. Nein, ich kannte ihn ja noch gar nicht. Oh, sie wusste es. Sie wusste es. Also dieser Schwindler sagt, wenn Sie die Reise finanzieren, gebe ich Ihnen den Sarg von Sir Francis Drake. Und damit das klar ist, ich habe auch geliefert. Ja, du hast uns indonesischen Piraten ausgeliefert. Ach, jetzt komm, du weißt, damit hatte ich nichts Okay, zu tun. Leute, Auszeit. Ihr behauptet, Piraten hätten euch angegriffen? Nachdem ihr den Sarg von Sir Francis Drake gefunden hattet. Ist das richtig? Ja, Eigentlich das schon. stimmt. Ja, Bullshit. Deine Wortwahl. Quatsch. besser. Okay, erzählt weiter. Wisst ihr was? Die Sonne scheint, das Boot ist bereit, der Wind ist perfekt. Ihr wollt die Geschichte erzählen? Warum nicht auf dem Wasser? Kommt. Warte, wie hat Francis Drake ausgesehen? War's eklig? Weißt du, er lag nicht drin. Ja, nur sein Tagebuch und eine Karte von Eldorado. Der Stadt aus Gold? Ah, das ist die Legende. Es war nur eine Statue und sie war verflucht. Krass, echt jetzt? Ja, echt jetzt. Aber das kommt erst viel später. Also, die Karte führte uns mitten in den Dschungel des Amazonas. Und aus! So, was haben wir heute? Samstag. Am Montag müssen wir mal gucken, was wir machen. Ich tendiere für Dark Souls 1. Mal gucken, ob wir mal so ein bisschen üben können für so eine Art No-Death Run. Ich weiß nicht, ob das was für mich ist, wie weit ich da komme. Aber ich habe mir da mal vor längerer Zeit so Overlay runtergeladen, das auch bei diesen DLDU-Geschichten und so benutzt wird. Und dann gucken wir mal, ob wir da was hinbekommen, wie weit wir da kommen, ob mir das Spaß macht oder nicht. Schauen wir einfach mal. Und Uncharted 4
einfach ein geiles Spiel, weil es halt auch eine geile Story hat, weil es nicht so abgedreht ist. Die Schusspassage, die könnte ein bisschen weniger sein, aber gut, man kann ja auch dieses, also die Schwierigkeitsgrad runterstellen auf irgendwie Abenteurer oder wie das heißt, und dann ist, glaube ich weiß nicht, ob es weniger Schießerei sind, aber auf jeden Fall sind sie einfacher und schneller vorbei, denke ich. Habe ich, glaube ich, so noch nicht gemacht oder ausprobiert. Aber, ja, jetzt könnte mal überlegen, ob man beim nächsten Mal auf die höchste Schwierigkeitsgrad geht. Das war jetzt, glaube ich, der zweithöchste, ne? Ja. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend, einen schönen Sonntag und wir sehen uns am Montag wieder. Bis dann. Ciao.